grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles mag ich spielen, mehr noch dem Wiener. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Drum leider grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es herzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht Grüß dich Gott und alles Gute im neuen Jahr, können wir heute sagen. So schaut's aus. Die herrlichen drei König. Pawlatschen-Time ist wieder, 20.15 Uhr Montag. Pawlatschen 256. So schaut's aus. So sind wir heute beieinander. Und das zum ersten Mal im Jahre 2025. Genau. Wunderbar, ich begrüße ja ganz herzlich. Heute erst aus der buckligen Mötter hergekommen ins Studio Donaufeld. Hier machen wir die Eröffnung. Angenehm des warm da, Regens. trotzdem muss ich sagen. Ja, es geht. Nein, mir ist heute schon so kalt, aber das ist klar, bei mir da in der Klause wieder 30 Grad Katz. beim Kugelherd. Da wieder Katz, nicht? Da ist anders, das ist eine andere Wärme, nicht? Aber da ist, das ist natürlich. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich sehr wohl. Gott Sehr, sei sehr Dank. angenehm da. Gott sei Dank ein geschwinder Blick in den Chat, meine Ja, Herrschaften. bei mir überraschend heute, wer ist bei dir erster? Bei mir Rudi Korbes, der erste. Rodolfo, auch bei mir. Grüß dich Gott, servus. Rodolfo Corbezo, ganz am Start mit dabei. Grüß dich Gott. Grüß dich, Susanne servus. Faber ist da, servus, Servus, grüß grüß dich. dich. Matthias Mariacher, Sabine Sass, Peter Brachtl, Werner Wichtig, Grüß dich Gott. Hannes Spiesliner, der Raffi, der Uli Slonek aus Helsinki. Grüß dich, Uli. Servus. Jawohl. Der Franz Brandwein ist mit dabei, Landtal Stromer Markus, Matthias Mariacher, Paul Hartmann aus München, Wolfgang Servus. Aaron Acker, Maggie Pemberton, da geht's zu. Maba, Markus R. Grüß dich gut. Grüß dich. Fritzler Stadtguss, unser Grausi hier. Muss man sagen, wie stets und allen und immer. Und auch habe ich schon begrüßt. Daniel Schlegel, unsere Prinzipessa. Besser Ich ist sag auch ja schon wieder, verneigen müssen wir uns. Hochrufen, mein Freund, der David. Grüß dich gut. Auch da. Alexander Kabach. Grüß dich Jawohl. Gott, servus. Ich hoffe, ihr hattet einen super Start ins neue Jahr. Natürlich, ich habe geschlafen. Über um 3:45 im Bett, ja. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich vor ungefähr gleiche Zeit. Ein ganz, Gleiche ganz gemütlicher Hinübergleiten Ja, bei mir, ja. wir haben das Fernsehen unterbrochen. Also Fernsehen, wir haben nicht ferngeschaut, sondern uns einen Film angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Wir haben uns einen Film angeschaut, den haben wir pausiert, sind rausgegangen, uns ein Achtel geschickt, haben runtergeschaut in die Meute, also in die In Gegend. die Gegend, ja. Zum Feuerwerk. Ja. Weil wir hatten ja klare Sicht, war wunderbar. Bei euch war es schön, bei uns war es genau das Gegenteil. Hast du gesagt, bei dir war Nebel, gell? Minusgrade und Nebel, gefrierender Nebel, ja. Alles weiß. Ja, Wahnsinn, nein, bei mir war es schön eigentlich. Ja, da haben wir geschaut, 5 Minuten halt, ja, So langsam. der Donauwalzer aus war, weiß ich nicht. Und dann sind wir wieder rein und den Rest vom Film angeschaut, das waren glaube ich eine Viertelstunde, dann sind wir schlafen gegangen. Ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Ein geruhsamer Silvester. Ja. Ich mit lieben Freunden im Weinkeller verbracht. Auch ganz gemütlich mit einem wunderbaren Wildschwein, Pulled Pork. Mit Burger dazu. Herrlich, war traumhaft schön. Ein sehr lustiger, gemütlicher Abend. Ja. Mit selbstgemachten Burgern hast du gesagt. Ja, Nein, die, waren selbstgemacht, wie nicht, heißt die, das? die Burger waren sogar auch von meinem Bäcker des Vertrauens, habe ich erfahren, vom Hugel. Huglerei in Polsdorf. Mega, mega. Alles mit Natursauerteig gemacht und so weiter. Polsdorf, gute Adresse, da spielen wir auch einmal. Ich hoffe, Im dass März, wir glaube ich, am gell? 30. März spielen im Wienerversum spielen, aber nähere Details werden noch folgen. Details. Mehr weiß ich selber noch nicht. Ja, der eigentliche Silvester bei uns ist ja das Branchen dann mit dem Neujahrskonzert. Ja. Das ist für uns, das sind danach. Wirklich, das ratzt wie Nüsse. Aber am nächsten Tag dann, da schalte ich schon am halb 11, also halt, wann diese
Dokumentation auffängt, nicht? Übers Neujahrskonzert, dann schalte ich schon ein, also mein Laptop dort steht am Tisch, da habe ich keinen Fernseher da unten. Nicht? So, dann schalte ich schon ein, dann haben wir schon her, da habe ich schon Lachs aufgeschnitten. Nicht? Und den Munkelei hat gemacht einen frischen Oberscreen. Nicht? Bravo, ich Weißt du, und dann haben wir da, das ist dann für mich Silvester, das ist dann das Leibende. So ist das bei uns abgelaufen. Ja, ja genau, der Ackerl sagt das richtig, wir hätten uns eigentlich einen dritten einladen müssen, wegen einem Heiligen Drei König, aber ich habe mir gedacht, das ist so vom Gewicht, bringen wir 13. 13, ja, das geht sich Ja, aus so ist- fast bei uns, ja. Ja. Naja, ja. Naja, Kommt drauf an, ja. 3 Biafra kriegen wir schon Das hin. ist Ne? ja. 3 Biafra. Weil So noch der die- Ackerl dabei war, nicht? Ja, wo ist ja die Megi? Das ist schon der vierte Heilige Drei König dabei, Der vierte? wenn wir zu dritt sind. Der 4. So wie der fette George mit Qualting und mit Ja. L. Edwards. Ne? Heute das Foto wieder geschickt bekommen von jemandem, nicht wie immer. Sehr Das gut. ist großartig, die drei als Heilige Drei König. Großartig. Legende. Ich habe mir das überlegt, wenn man den Quagelkönig einziehen soll, aber ich bin nicht dazu gekommen. Also ich war dann auch zu faul. Also man kennt ihn im Laufe der Zeit. Na ja, aber es ist immer aber wieder es ist gut. immer wieder gut auch, ja. Das stimmt Und ich kann es nicht so gut. Ich kann nicht so gut bemakeln. Nein, Beimakel nicht. Ich muss mir aufpassen, wenn ich Beimakel, dass ich nicht idel nachher. Das ist bei mir aber so, ja. Das ist so. Müsste man üben, aber Zavos, nicht? Zavos. Für einmal im Jahr brauche ich nicht Beimakel. Ja, die Megi, die ist noch kurz dabei. Muss dann in der Bar spielen, die Weh schon warten und so weiter. Später wieder dabei. Jawohl. Bravo, Megi. Passt. Einmalig. Jawohl. Du bist am Trockenen. Wir sind am Trocknen. Ich wollte noch gerade noch schauen. Susanne Moser ist da. Christi Gott, jawohl. Ich wollte Michael Unger. Ulrich. Uli, hau ich gleich die Servus, Gitarre Haus aus. nicht zusammen. Nein. Ich schau nur, ich gehe noch geschwind durch. So, die Hammerschule. Alexander Hauser und die Waldke, die ist auch da. So. Jawohl. Na gut, Patrick, ruhig zu, dann übernehme ich das. P. Oi. Ist da irgendwas? Ich hab nichts da. Ist da irgendwas? Wieso geht's nicht? Jetzt geht's schon wieder nicht. Freunde, es geht schon wieder nicht. Na, warte mal. Aber gleich haben wir es. So umschützen. Na, warte mal. Das gibt's ja nicht. Aber ich kann euch schon was über den Wein erzählen. Ich weiß nämlich schon, welchen wir trinken. Und zwar trinken wir heute vom Taschler Manfred noch einmal einen. Ehe wir dann nächstes Mal oder übernächstes Mal eigentlich, weil nächste Woche sind wir ja nicht da, aber ab übernächste Woche sind wir beim Weingut Graf dann. Und heute noch einmal vom Manfred Taschler ein Muskat, eine neue Sorte, eine Piwi-Sorte, eine pilzresistente Sorte, habe ich da entdeckt, ist noch da, eine Butelle davon. Und ich kann mich nicht erinnern, wie der war, aber der war gut. Ich weiß nur, Ja, er viel hat gut. uns geschmeckt, der war gut. Du weißt, wo Ist es ein geht, sehr, geh ein mit sehr, was anderem. ein sehr geschmackiger. Geh mit was anderem, ist gut. Na, verbind mich. Das ist jetzt Das geht nicht, warum geht das jetzt nicht zum Beispiel? Das weiß kein nachdem ich Mensch. schon erklärt habe, den Wein, ich rede ihn gar um mir jetzt da. Da halt aber die Leute, weil bis ja die Kamera fertig hat, ist der oben dumm. Na, warte noch, gib mir, red noch weiter. Ich mir einfach noch. gebe dir noch ein bisschen Gib mir was. noch. Und nächste Woche, das darf ich schon vorwegnehmen, glaube ich. Was denn? Nächste Woche sind wir mit der Pavlatschen wieder, also sollte nichts dazwischen kommen, in der Klause Klaus in Botschenau draußen. Richtig. Und da werden wir wieder einen Doppler, haben wir noch. Nein, wir haben sogar noch 2 Doppler, habe ich bemerkt. Ich habe nämlich auch von Manfred Taschler noch die Doppler, wo er auch daheim noch will. Das ist natürlich wahr. Ob wir nicht nächste Woche einen gespritzten machen mit dem klassischen Ja, Manfred. das werden wir machen. Mit Ich meine, ich Manfred nehme meinen auch mit, ist ja wurscht, haben wir zwei. Wenn wir nicht brauchen, aber Naja, aber wir dann am nächsten Tag spielen auch ausgemeint. Ne? ich freue, dass wir nächsten Tag ein bisschen ein neues Repertoire mal durchspielen. Ja. Der Scheißdreck geht etwas. Ich gehe zum Kühlschrank, ich gehe zum Ich weiß auch Weinkühlschrank. nicht, warum das nicht geht. Entschuldigung, dass ich Scheißdreck habe gesagt. In aller Herrgottsfrüh, nein, wie heißt das nicht? Aller Herrgottsfrüh. Ihr habt ja keine Ahnung, wie ich am Freitag Fluche mache bei unserer Morgenshow. Wenn das zum 5. Mal nicht hinhaut. Obwohl eigentlich Internet so weit da wäre. Und dann ist plötzlich auf 0 und dann bricht das Ganze an und ich bin schon wieder weg. Furchtbar. Ja, es ist ja so. Was soll man tun? Wieso kann ich das da zum Beispiel nicht? Wieso geht das nicht? Kamera von iPhone vom Klaus. Das war der. Und siehst du, wie die ausschaut? Das kann nicht sein. Naja, Patrick muss machen. Also wir stellen uns vor, er war. Ich war gerade beim Weinkühlschrank. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Manfred Taschler. Oh, das ist der heutige Wein. Noch einmal einen vom Manfred. Muskat, Bibi, jawohl.
So, die haben das da dran, wenn man das Ich da mach steht die und einmal auf, Scheiß meine hat, Lieben. krieg ich entzogen. Das ist eine gute Idee mit Taschler Doppler. Herrlich, herrlich. Uli Slonek hat sich ein Duett vom Lied. Ein Riesling mit Veltliner, jawohl. Jawohl. Iron Acker, genau, Doppler ist ein Kinderspiel, da denke ich gar nicht nach. Schon einen schlechten Taschlerwein getrunken, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, naja, ich meine, schlecht der und mir nicht schlecht schmeckt. nicht. Schlecht nicht, Aber aber auch nicht. ja, so das, ich meine, das ist ja, das, für mich zeichnet das ja eigentlich ein gutes Weingut aus. Wenn es dann Weine gibt, wo ich sage, der Jahrgang war nicht so gut wie der andere. Normaler Landwein haben wir da heute mit 13,5 Volumensprozent. Ein bisschen was kräftiges. 23er natürlich noch. Brauchen wir ja, neues Jahr. Ein 23er. Wir brauchen ja was Kräftiges. Schauen wir einmal rein, meine Lieben. Ja? Wer auch ein Gläschen hat, darf gerne mit hineinschauen. Let's look Sehr zum Wohle. together. Auf ein gutes Neues. Jawohl, Gesundheit an alle. unbedingt. Na, der ist kräftig, ja, das merkt man. Naja, Schaut da nicht, wenn er ein bisschen Luft kriegt, muss man ehrlich sagen. Luft, Gut, das ist ja 23er. Ja. er muss atmen. Habt ihr das E-Mail mit den Kontaktadressen von mir bekommen? Hannes Spieslehner. Hast du was gekriegt? Wann hast du geschaut das letzte Mal? Kontakt Hannes, welche Kontaktadresse meinst du jetzt da? Na, was nicht, da ist gegangen um die... Ich weiß schon, in Rohrbach. Nein, nicht Rohrbach. Hannes Spieslehner? Die, was er sieht, nicht die, also die Pavlatschen-Treffen im Sommer oder was. Na, habe Die ich Organisation. nichts gesehen. Wo hast du das denn hingeschickt? Wo hast du das denn hingeschickt? Eher an die Büro. An dem Büro? Schau mal, an diese hier und diese hier. Dann werden wir nachgehen. Ja, das Patrick muss den Finger heben. Ja, jetzt sehe ich sie erst. Heute geht es bei mir langsamer. Ha. Hannes, ich geh dem gleich morgen in der Früh nach. 5 Euro von Weikert, Sunny ist und ein Mutzi fördern auch 2025. Das Weintrinksschutzgesetz, Paragraph 0815 von 2020. Bravo. Bravo. Danke herzlichst. Dankeschön. Prost, Prost auf die Nymphensittiche. Und auf die Weikert. Nicht danke, schön. Da schau her. Alexander Haus ist am Donnerstag dabei beim Taschler. Weltklasse. Sehr schön, sehr Weltklasse, schön. große Freude. Markus Volker ist da. Markus. Jawohl. Ja. Die Maggie fragt ihn, Franz Brandt, wenn er auch beim Taschler ist. Das war wild. Die Meg ist ja auch beim Taschler, glaube ich, wenn ich das richtig... Aber der Wolfgang schreibt aber, leider gibt es da nichts mehr. Das war eine der letzten Flaschen. Achso, vom Wein. Ach so, ich vom- glaube vom Ding. Ja. Möglicherweise ist er dabei, jawohl. Beutel in MC ist am Start. Grüß dich gut. Servus. Ja. Also auf jeden Fall, der Raffi hat ja Bierle eine einmalig steirisches Bier, nehme ich doch an. Auf jeden Fall, Schreib was für eines. auf jeden Fall muss bitte schön der Hannes Spießler da, die Nummer des E-Mail dorthin schicken. Ja. Geh bitte schick's Noch noch nichts einmal, gekommen. Wann hast du geschaut, heute das letzte Mal? Heute, bevor ich weggefahren Ach bin. so, ja, also um na 6 gut, auf ja, die dann- Nacht heute was. Dann, Wann haben wir telefoniert? Um 6 Uhr herum. So. Ja, Also nicht, da war so. ich gerade am Computer noch, ja. alles klar. Na, dann bitte noch Sechs mal oder Jahre. irgendwo oder halt noch mal schauen. Ich bin da nicht mehr beim Aber ich schaue auch noch mal nach, ob das irgendwo anders gelandet ist, im Spam oder sowas. Aber das ist normalerweise nicht der Fall bei mir. Aber ich hab schon so komische Sachen gehabt mit ein paar Leuten, dass E-Mails nicht angekommen sind, beziehungsweise dann meine, die ich geschickt habe, dann auch nicht angekommen sind. Und zugeschickt, ja, und beim ein paar so Antworten. Geschichten schon erlebt, nämlich. Mit durchaus wichtigen Personen, so wie da, in dem Fall auch. Wo der andere, der arbeitet mich schon hasst dann. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Matthias Mariacher sagt, da war jetzt mittendrin Werbung. Ich danke dir für diesen Hinweis, weil das müsst jetzt heute damit leben, aber dann weiß ich, was ich da umschalten muss. Ich habe irgendwas herumgeklickt. Ich habe irgendwas herumgeklickt. Meistens passiert dann was. Und jetzt Immer. und ich habe das befürchtet. Ich, hab gesagt, ich weiß nicht, ich hab das nicht. Und ich habe aber nicht so viel dann Zeit gehabt, jetzt, ja. ja, gehabt. Ich war ein bisschen aus selbstverschuldeten Gründen ein bisschen im Stress. Hätte es natürlich dann noch ausschauen können.
Aber gut, dass ich das sagt, weil dann weiß ich jetzt, Beim nächsten was Mal, das ist. ja. Also beim nächsten Mal wird es hoffentlich nicht sein. Aber ja, das ist so eine Sache mit dieser Werbung, weil es ist ja so, es hat ja bei uns jetzt nicht was für einen Sinn, weil ja die Werbung, das ist ja eine tolle Geschichte, da kann man quasi so einen Livestream machen oder seine Videos Ja. und durch die Werbung verdient man Geld. So, ja. das ist das grundsätzliche Thema. Das spezielle Thema dabei ist natürlich das, naja, mit 2000 Abonnenten verdienst du kein Geld. Das ist die Realität. Ne? Man muss der Realität wirklich ins Auge sehen bei dem, ja, absolut. Und ich habe da so ein bisschen halt herumprobiert, auch immer wieder mit den ganzen Sachen. Und de facto, ja, wäre da, also werden wir irgendwann, hoffentlich wird es wirklich so sein, dass wir Werbung haben, aber das ist wirklich dann, weil es halt gut rennt und weil viele Leute zuschauen und weil die Werbung auch wirklich was bringt. Ich denke mir halt jetzt nur wegen ein paar Cent, möchte ich da auch nicht Unnötig da Dings, ne? nerven mit Ja. dem Ganzen. Ja. Aber jetzt müsst ihr mit durchgehen, aber jetzt weiß ich es. Heute hat er falsch angeklickt was. Ja, na, aber jetzt weiß ich es und danke schön. Mit Brave Browser gibt es keine Werbung. Ja, es ist zum Beispiel, ich sehe ja nie Werbung auf YouTube, weil ich ja das zahle. Du zahlst das ja. Ich zahle nach wie Ja. vor nichts bei YouTube. Ja. Ich klick's halt weg. Ne? Ja, Was nein, mich ich nicht so- schaue so Aber dermaßen es, wird, viel. aber es wird in der Zwischenzeit überlegen, was ich nicht auch zahle jetzt, ab heuer, weil es ist so dermaßen viel geworden, natürlich vor allem bei Sachen, die mich interessieren, auch, dass wirklich ab und zu alle 2 Minuten nach die Werbung schon kommt. Und das ist natürlich schon enorm dann. Ja. Na, und ich denke mal, bei uns ist blöd mit der Musik. Ich habe zum Beispiel, wenn ich die Videos, also die Musikvideos, die einzelnen Lieder hochlade, da habe ich jetzt dann eigentlich die letzten Monate, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, habe ich gar keine, also habe ich die Monetarisierung einfach ausgeschaltet. Ne? Ich habe gedacht, was willst du bei einem Lied? Erstens ist jetzt kurz, dass da Werbung geschaltet wird. ja. Und wie gesagt, ich meine, die paar Cent. Aber man darf es nicht unterschätzen, wenn es dann einmal richtig rennt. Also ob wir in die Ebene kommen, weiß ich nicht. Dann geht es da schon um Bares. Da muss man sagen, Freunde, einfach ja, gönnt uns das, dass dazwischen eine Werbung rennt. Heute ist es so, die Werbung rennt dazwischen, das nervt euch. Vollkommen zu Recht, uns bringt es quasi gar nichts. Aber es ist meine Programmierfähigkeiten für diese Sachen haben sich hiermit dank euch ein bisschen verbessert, weil jetzt weiß ich, was ich wie anklicken muss. Hoffe ich zumindest, wir werden es sehen beim nächsten Mal. Ja. Schau, Werner wichtig sagt auch, das YouTube Premium, ja. Ich habe ja auch. Ja. Der Wolfgang Mainz ist aus der Gemeinde Leoben. Der Werbung, na der Bier wahrscheinlich, gell? Ein Leobener Bier. Was Aber haben wir da? der Raffi hat nämlich geschrieben, Bunti. Bunte Gamma! Jawohl. Jawohl. Ja, schau, der Alexander Kappa gesagt, ey, wenn ich damit Geld verdiene, soll es recht sein. Dank der Schön. Ist Aber dabei- wir verdienen eh keins. Ist dabei nicht der Fall, ja. Also es ist eher nur nervig vielleicht. Aber wie gesagt, das liegt wirklich daran, dass ich da irgendwas neu eingestellt habe. Und dann habe ich gedacht, wie ist das jetzt gemeint? Wie könnte das? Das ist mit einer nicht einmal 5-minütigen Recherche wäre das behoben und ich hätte genau gewusst, was ich anklicken muss. Aber die Diese 5 Minuten muss man haben. Aber. Ja, oder die muss ja. Habe ich nicht gedacht. Also Beginn, ne? Das sorry. Schwing. Entschuldigung bitte. Ja, das ist meine Werbung. Meine Werbung ist gut. Mein Fehler. Habe ich gesagt, jetzt kommen wir durch. Damit schaffen wir schon. Ja moin, wenn Kickl bald Bundeskanzler, wird es aufwärts gehen, sagt der Carlos Martinez. Das kommt davon, werden wir sehen. Kommt drauf an, wenn man sehen. Kann auch abwärts gehen. Nachdem es sich um Politik handelt, sind alle Varianten möglich. Ich halte eigentlich immer den Weg abwärts für den wahrscheinlicheren, wenn es um Politik geht, aber ja, werden wir sehen. Was? Der Franz Brandt deppert 1.212.444 Tracker und Werbung blockiert. 10.083 Gigabyte Bandbreite gespart. Ja, das glaube ich da schon, ja. Ja, das ist mit diesem Ding, ja. YouTube Premium, der Raffi sagt auch, habe YouTube Premium, ich liebe es. Definitiv, ich auch. Schaut, jetzt ist da, jetzt, Freunde, jetzt haut euch mit den Fingern zur Ich bin mir Emoji-Ebene. nicht sicher jetzt, Wieso? wer es ist. Glaubst du, na Heiburm, Adi Rehberger ist da. Oder ist die Nathalie? Ja, das, Aber Nathalie würde ja dann mit eigenen. Mit eigenen, glaube ich auch, aber- Aber wir sagen jetzt einmal, Adi Rehberger ist am Start. Und jetzt haut es eine organrote Achtel, weil soweit jetzt der Stand ist,
unseres Wissens. Schaut's gut aus. Schaut's gut aus, dass unser Adi, ja, dass alles leibend ist. Dass Sag ich alles so. super ist. Also hat eine Bitte für den Adi Rehberger, eine mörderische, Hat's eine eine. rote Achtel Gehen wir, und gehen mir. Mir natürlich ein Schluckerl Deluxe. Bravo Adi. Bravo. Bravo Adi. Auf das wir einander bald beim Taschler wiedersehen. Das hoffe ich sehr. Ja, schau, Wolfsberg und TV. Alles Gute im neuen Jahr miteinander. Servus. Grüß Gott. Auch alles Gute, gell? Unbedingt. Schau, da vorne schon die Achtelleine. Da vorne die Achtelleine. Momo M ist da. Grüß dich Gott. Weit Yes. Rudi, was ist eine Moser? Alexander Grabach hat natürlich stilecht die Spritzerglaseln. Die Spritzerglaseln des, wie heißt es bei uns? Unter 16er Burm Unterstützer, Supporter oder so. Ist ja wurscht. Kanalmitglied. Kanalmitglied. Wenn du bist, kannst du dir dieses Glas annehmen. Aber Sozusagen. da schau her, da fährt's eine. Bravo. Alles für Nati. Sehr gut. Da reißen wir gleich was an. Was hat er immer gern gehört? Was das Handgeh vergisst. Wenn du aufs Handgeh vergisst, ja, zum Beispiel. Machen wir das gleich, oder? Machen wir das, ja? Machen wir das gleich. Aber für unseren Adi und für die Nathalie. Jawohl. Jawohl, wäre wichtig, auch die Spritzerglasel einmalig. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil daheim niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, leg an deinen vier Wänden, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut, jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid, darum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Irgendwo versteckt in einem Winkel sitzt ein alter Mann ganz in der Kahn, ganz verlassen tut auf seinem Flinkel, den traut sich heute gar nicht haben. Weil beim Wirten ja da hat immer sehr viel Leid sich die freundlich sind. Doch daheim, da sitzt in seinem Zimmer, ohne Zuspruch Muttersöhn allein. Da sagt ihm zur Sperrstunde ein Freund, der ist ehrlich und gut mit ihm meint. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil da niemand ist, stützt dein Kopf in die Hände, denk an deine vier Wände, wo der Herrgott im Winkel auf die Ober schaut, jedes Bild an der Wand ist dir lieb und vertraut. Wenn's aufs Heimgeh vergisst, weil's alleine du bist, sei nicht traurig und mach dir nichts draus. In der heutigen Zeit, da gibt's viel ärmere Leid, drum sei glücklich, du hast ein Zuhause. Jawohl, bravo Adi, alles Gute. Für unseren Adi, ja, der ist schon eine geschrieben. Und Hochstadelmeier Gruppe. Ja, unbedingt. Ja, der ist schon eine geschrieben. Liebe Grüße aus dem AKH, neues Herz bekommen.
Und das Super. Am Freitag ein neues Herz, am Freitag kriegt und am Montag ist der bereits wieder da. Da sieht man, welche, also ich schimpfe immer gerne bei Ärzten und so, nicht? Also, aber da sieht man, was möglich ist in der heutigen Zeit wieder auch. Nicht? Du schiebst es auch. Ich Ich denke halt eher, ich denke halt, viele Freunde auch die Ärzte sagen, also, ich schimpfe schon auch mehr. aber ich denke eher, da sieht man, was für ein Fichtade ist. So schaut's Das aus. kommt So auch schaut's dazu. aus. Jawohl. Das kommt natürlich auch dazu. Und da gibt es Da weiß ich, von was ich rede. Das ist ein Vorteil von denen, sollte man umschreiben, das Lied. Die Pumpen, Die Pumpen. das Herz anfängt zu pumpen und pumpt noch was, das pumpen kann. Scheiß Papier. Ja, das ist. Aber Schnapselkrieger Lachtel oder so. ja, irgendwas. Das ist ein Umschreiben. Es gibt das, wie heißt das Original? Der Bämisch? Nein, ist auch nicht. Das ist auch nicht das Original. Die Banda Die kommt. Banda kommt, ja. Ein Lied aus 19. Jahrhundert. 1900, ja. Mitte 19. Jahrhundert, die Banda kommt. Und aus irgendeinem Grund ist das Lied, die Banda kommt selber eigentlich nie wirklich super populär gewesen. Nein. Aber die Melodie. Es gab immer, Im ganzen deutschsprachigen oder Alpenraum kann man sagen, hat es immer Parodien gegeben. immer Parodien drauf. Im Bayerischen ganz viel. Ja, auf die stimmt, Dings. boah, da hast du viel. Ja. Viel. Im Bayerischen Wald und auch überall, also im gesamten bayerischen Raum eigentlich. Jeder kennt diese Melodie. Ne? Total witzig, ja. Und da gibt es eben zum Beispiel im Bämischen Weltkrieg köstliche Nummer. Ja. Und der selige Pepper Mata Habe ich, Schecker, das, hab ich noch die Originalaufnahmen von Pepe daheim, ja. das war schon geil. Das ist schon lustig. Ja. Und da Weil war- Mobilisierung ist, muss alles, Das was wird hat zwar fies, eingerückt zum Militär, ob's der ist oder der. Ich weiß Also nicht, mich haben sie extra geschickt, haben sie auch die Depeschen geschickt. ja, Überall ist bekannt, meine Dichtlichkeit. Also Ja, großartig, die Nummer. Ja. Und Und dann dann wird fängst halt so du erzählt, wie es Schießen und so. Fangen zum Schießen an. Ui, und da so war, Drucken das, auch, oder ui, war was? das eine Schießerei am meisten, da war war ich dabei. Aber das war, weil er Weil einen er- Unfall gehabt hat. Vom Tschechen oder vom Fressen. Ich weiß es nicht mehr. Und alle haben die Blähungen gehabt, der Druckmau im ersten Glied und im zweiten Glied waren sie alle krank. Und so. Mein, singst das war ein Pulvergestank. Im zweiten Zweiten Glied Glied. waren sie alle krank. Ich schau mir den einmal an. Die Nummer war eh was war für mich leibend, zum ja. Singen. Die Die war war eh leibend, was. ja. Ich schau mir den Text einmal an. Das war leibend. Und da gibt es ja noch Den unter habe ich ganz anderem vergessen eigentlich. gibt es ja den noch im die, ich Laufe glaube, der Zeit. ich weiß nicht, wie es heißt, die Heiselpumpen oder die Scheißhauspumpen oder so irgendwie heißt. So heißt der, genau. Und dann heißt die Pumpen, fangt zum Pumpen an, pumpt noch was sie pumpen kann. Schiffe, Scheiße, Wischpapier. Wischpapier, stinken tut's als Bier. Viere. Ja, sag ich, was heißt Ich fand das Fräulein Rosmarie, das druckt herum, weil sie seit 14 Tagen keinen rechten Stuhlgang hat. So fängt das an. Weiter was. Auf jeden Fall möchte ich noch mal festhalten, so wie was wir Saubarteln wir sind, der Adi Helberger kriegt ein neues Herz und uns fällt nichts anderes ein, wie die Scheiß auspumpen. Nein, Adi, aber das schreiben wir um auf für den Adi. Das Herz anfängt zu pumpen an, pumpt noch was es pumpen kann. Obstler. Also Riesling. Obstler, gemischtes Bier. Oder so auf die Art. Es fällt Da uns fällt was uns schon was ein. Bessere Reime. Auf jeden Fall freut uns das gewaltig. Und ja, super. Schau dir was an. Enkeltochter von Susanne ist auch mit 18. Also jetzt ist 18, mit 9 und so ein Herz gekriegt. Schon davor. Wahnsinn. Ja. Jetzt das goldene Wiener Herz. Schau, kurz neues Burschen Puzzle. Der Reithard und Trevelständl. Das Servus. schneit. Das schneit. Grüß dich. Schneidwutz ist in sein Haus, grüß dich gut. Gefällt mir. Dann nimm einen Schluck. Patrick, Nimm mir den einen, Schluck nimm habe mir ich einen hab, aber kann bei... Dann nehme ich vorher noch einen. Schneid, jawohl. Ich gieße mit links. Gieße. Judy Austria ist auch da. Grüß dich gut. Servus, grüß dich. Der Adi sagt ja, alles okay. Super, Weltklasse. So, jetzt einmal auf den Schneid. Wo ist er gerade? Ich habe den Überblick tatsächlich verloren. Ich habe Wo bist du gerade? Ich habe den Überblick auch verloren. Wo bist du denn Ich habe jetzt jetzt sicher die grad? letzten 3 Monate nahezu nichts motorradtechnische. Ein Video, glaube ich, gesehen vom Wolf. Vom Wolf habe ich schon was gesehen, ja? Eben da, Ja, vom Wolf. das war dann noch, oder wieder Türkei dann, glaube ich. Aber ansonsten habe ich nichts, eigentlich nichts geschaut auf YouTube. Ich habe viel geschaut auf YouTube, aber lauter Sachen, aber ist wurscht. Schreib gar rein, wo du bist. Das ist Ja, die bitte. Freunde. Ich bin motorradtechnisch nicht auf dem Laufenden. Aber jetzt einmal auf unseren Schneid. Trinkt alle mit, haut's eine, wer will. Wer will. Und das sind ja unsere Biologies. Die haut's eine rote Achteln für unseren Schneid. Irgendwo in Südamerika. Irgendwo in Südamerika gurkt er herum mit seiner Gurken. Mit einem Weltmotorrad.
Und ich werde es nie vergessen, unseren großartigen Open-End Pavlatschen, vor 3 Jahren, ich weiß es nicht, wann es war, ziemlich am Anfang noch. Das ist schon lang her, ja. Und der hat 8,5 Stunden gedauert. Das ist, glaube ich, 5 Jahre her, weil das nicht im 20er oder 19. 20, ja, das war ziemlich am Anfang. Ganz ziemlich am Anfang. Was bin ich gemunden und kümmere mich um meinen Mann, erster Winter seit 6 Jahren. Jesus, Maria und Josef, wenn wir schon bei den Beimagel waren vorher. Das ist ja Wahnsinn natürlich. Aber erstens einmal alles Liebe an deine Mama. Alles Gute. Ich hoffe, dass das ist der Hahn, ich mache auf, der ist in Südamerika hin und dann ist er gemunden, ist der Hahn. Ja, aber ich hoffe, es ist alles leibend oder es geht alles gut. Erster Winter seit 6 Jahren, das ist ja Wahnsinn, ja. Irre. Ja, aber auf jeden Fall, wir haben da gespielt, diesen 8,5 Stunden Pavlatschen, haben wir aber schon um 7 Uhr angefangen, muss ich auch dazu sagen. Stimmt, ja. Also war nicht für die. Und der Schneid ist in der Früh halt aufgestanden und reingeschaut und gesehen, wir sind noch live. Und kam wieder dazu. Und ist eingestiegen. Und das werde ich nie vergessen, wie er irgendwann das Gebot. Wir waren 19 Leute im Chat. No. Also es waren 19 hartnäckige Zuschauer. Und der Schneid schreibt eine, das ist ein Wahnsinn, man kann sogar im Chat lesen, wie die Leute alle angesoffen sind. Das beim Schreiben lallen. Ja. Und das war schon mächtig, das war schon ein mächtiges Festel. Schaut aber was an, da kommen die Achteln auf den Schneid, einmalig. Wenn sie ja mag, Rahmherz mit Nockerl und Judy Austria. Na, was heißt da? Ein Genuss, ein Genuss. Ich kam ja erst in den wunderbaren Genuss vor ein paar Tagen zu einer gerösteten Rehleber. Mit meinem Bruder gemeinsam, ja. Weil der Franz Brandwein gerade ein Glasl reingeschrieben hat. Also, kurz anmerken, für den Schneid. Warte, was hast du? Ja, ich warte. Ich brauche ein bisschen für einen schneller Gang, aber. Der Pfarrer von Gmunden, der hat's Brunzen erfunden. Der Pfarrer in Brixen, der war der Pfarrer von Grinzing, der hat einen gewinzigen Hut, aber steht er am Gut. Ist er so, aber das Weib oder das Loh, aber der Geig spielt einen alten Tanz oder der Mann hat einen alten Hut am Kopf. Wenn Stiegelbier regnet und Bratwürstel schneibt, ja dann bitte ich den Herrgott, dass wieder so bleibt. Ein Floh und ein Fliegen, die sind sehr schwer zum Kriegen. Hätte der Flohfliegel von der Fliegen, dann war er noch schwerer zum Kriegen. Im Gras sitzt der Grü und zirpt vor sich hin. Auf einmal ist gestarrt, weil der Kopf ist angemacht. Das Bugelweih hat das Bugelmadel, Bugelzahn sind dann an dem Grab, aber die Kugel dort haben's bombardiert, dann sind's marschiert. Ich versteh's auch nicht. Hallo. Mein letztes Grabl und spült's mir habe Tanz. Et hab ich schon mein Fabel, et is mir alles Tanz. Da hat's mein letztes Grabl und spült's mir habe Tanz. Diese Luft ist gesunde, gewisse Blut, das uns im Herz drin vor und durch. Ob Sport, ob Flur, es gibt keine Ruhe, das haben halt wir alleine nur. Wir sind Express, nicht arrogant, wenn's nur eins gibt, hoch bei Hand, sind keine armen Sünder, sind die Berner
Leute kennen mich. Ich bin von der Weltpartie von Wehr. Gegen mir auf den Weg, da schickt der Taschler viel ne, so haben's Haue gehen. Jeder stimmt ein Liedl, aber jeder von uns singen kann jetzt, verstehen sie mich. Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie, sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, jojo, eine Weltpartie, wir sind die Weltpartie von Wehr. Stein haben wir nix, Schnummer haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat keiner verrät. Wir tragen bloß Vierter, sind alle fix, aber tun dann, wenn wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir wieder Aufspritzwagen. Und im Sommer da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Und gewissenhaft. Ohne Unterstand beschließen wir unser Lebenslauf. Da sechs die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da sechs die letzten 2 Bücher, jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeben. Wie ich bin munter war alles verloren. Drum Schraube tut's uns nicht verlassen, weil Wien wir ohne echt nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen, wenn die Gemütlichkeit mit echt ein? Wir haben schon tot und alles ein kleiner, drum haben wir unsere Schraube gehen. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner. Wer mir liebt, wir's mir gern her. Drum haben wir unsere Schraben gern. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner. Wer mir liebt, wir's mir gern her.
Jawohl, Schramen tut es uns nicht verlassen, haben wir ja bewiesen. Ein kleines, Min Werner gniert von den Schramen. ein kleines dezentes Potpourri, wie man so sagt. Danke für die Ochteln. Danke, 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 Weltklasse. danke. Der Franz Brandwein, der dichtet schon wieder. Der Riesling ist süß, da hast du was zum Beißen, heute wieder mit Fiers, morgen den Schädel wegreißen. ein Poet, der Franz Brandwein ist ein Wirklich Poet. poetisch, sehr poetisch. Der Maber sagt die Steuererfaust. Genau. Ich nehme einen Schluckerl. Welt, sagt der Reiter. Wenn man so gemütlich, auf uns. Ja, das ist so gemütlich beieinander kratzen. Auf uns alle miteinander. Einmalig. Ich danke schön, die Achteln. Neben solchen Melodien freut mich das Sortieren gleich viel mehr. Ui, sortieren muss ja der Hannes. Ui. Uwe. Was haben wir da? Schau, da was hat der Manfred Kraft ist auch da. Servus allseits willkommen im Jahre Servus. 2025 und als Startkapital habe ich gerade 10 Euro neu überwiesen. Ich danke dafür. Da muss man gleich noch mal einen Schluck. Muss man noch einen Schluckerl nehmen? Manfred, danke Aber dir. der gehört trunks noch, der Wein jetzt da. Ja, der geht weg. Geht schon weg, ja. Gut. Ich danke dir schön, Manfred. Und wenn sich noch jemand denkt, erst, das ist eine gute Idee. Wir hauen ja ein Startkapital rein. Das war super. Ein kleiner Obolus für die Musik, das war leibend. Überweist was. Fürs 25er Jahr schon ein guter Anfang, Genau. ein guter Start, gut hinein zu. Weil wir spielen ja nicht allzu viel im Jänner, da brauchen wir sie. Da brauchen wir sie. Jena brauchen wir es unbedingt. Ja, da brauchen wir sie. Und man geht ja auf allen Wegen. Paypal geht, Überweisung geht. Man kann das da mit diesem Superchat oder wie das da heißt, da, im Chat machen. Man kann Kanalmitglied werden. Für 4,99 € im Monat bist du Kanalmitglied und unterstützt so die 16er Buben quasi mit einem Achtel im Monat beim Taschler, an jeden mit einem Achtel. Das geht sich mit dem Taschler aus, da geht's noch. Und also das war leibend. Oder was gab es noch für Möglichkeiten? Ja, natürlich im Shop einzukaufen. Einzukaufen, wir haben jede Menge neue, wunderbare Sachen. Ja, also neu jetzt da. So, halt jetzt sind natürlich schon immer mehr ganz neu. aber kommen wieder die Kommen nächsten wieder, Sachen schon ja. in der Pipeline, wie man so sagt. Also das passiert auch. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen und wir sind dankbar für jede Art von Unterstützung, jede Art von Zuwendung, von pekuniärer Art, von großen Beträgen, von kleinen Beträgen, für den Respekt, den ihr uns da mit auch zahlt. Da sagen wir jetzt schon herzliches Dankeschön. Weltklasse unter 4. Bleiben wir weiter. Ich meine, nicht der 4, sondern wir bleiben so oder so. Quasi kostenlos, So ist es, gratis im Internet. Wenn man uns engagieren will, dann da musst du halt zahlen. Ja, das ist halt, wenn du es live dabei hast, das kostet. Aber im Internet, da sind wir auf jeden soll Fall. für alle weiter, und das ist unser Motto natürlich auch, das Wienerlied weiter zu verbreiten, in die Welt hinauszutragen. Und So. dadurch soll das weiter so bleiben natürlich, dass das für alle zugänglich ist. Ganz genau, das ist der Punkt, ja. Was haben wir da? Ja, Susanne Moser, genau, Anfang des Monats haben wir schon gesehen. Danke dir herzlichst. Danke. Das neue Jahr fängt gut an, die Buben sind super drauf. Ja, danke. Danke, Wolfgang, ja. Bei solch einer schönen Musik vergesse ich fast mein starkes Zahnweh. Der Markus Ehr. Eieiei. Ja. Ein Zehner bei Paypal an euch, Wolfgang. Weltklasse, danke. Dankeschön. Zahnweh oder Zahnweh da. Na gut. Susanne Faber, Regelspiel. Machen wir das Ringelspiel mal. Machen wir das Ja. Regelspiel. Machen wir das Regelspiel. Den Moped-Stab. Den müssen wir machen. Wir haben den Mopeds-Pass das letzte Mal versprochen. Dann machen wir zuerst den Moped-Stab. Machen wir einen Moped. Kriegst du einen Helm? Kriegst du einen Helm? Jetzt war aber Rede. Wir haben ihn ja letztes Mal versprochen, den Mopeds da. Für alle nämlich auch. Krieg ich wieder. Den kann man Ihnen. Jawohl, ich danke dir, Bitte. Herr Kollege. Bitte schön. Sag ich nicht Freund, sag ich Kollege. Ja, ja, ich hab's eh gehört. Geht schon. Komm, setz ihn auf. Tu dich nicht durchspülen. Es geht ums Geschäft. Warte ein bisschen. Ich hab kein Motorradkabel hier unten. Ich muss ein Motorrad, zumindest ein KTM gehabt. Nee, das habe ich ja. Ich schau noch, Patrick halt durch. Ja, ja, Unterhalt die Leute. jetzt habe ich die, das ist nicht das Problem, die Leute euch zu unterhalten. Das Problem ist, jetzt habe ich den schon aufgesetzt. Ich möchte ihn nicht mehr runter tun, aber das ist, der passt mir nicht wirklich ganz, muss ich ehrlich sagen. Der druckt mir nämlich die Urwascheln an. Es ist furchtbar. Soll ich noch zumachen auch noch? Nein, zumachen tue ich mir jetzt nicht. Offen bleibt da.
Ich fahr ja eh nicht. Außerdem, wir fahren ja immer wann. Mit der Bonnie natürlich. Und ich fahr die. Was ist denn? Was? Ist was? Also durchhalten soll ich. Nein, das ist kein Problem. Ich halte länger auch noch durch. Das ist ja wurscht. Alexandra, ich danke für dein Kompliment. Schau, dass ich nicht ausschaue wie ein Volltrottel. Nicht? Also, wobei eigentlich, ich schaue mehr aus fast wie der Calimero. Gell? Es fällt nur noch da unten, dass das ein bisschen so ausgefranst war. Da. Nicht so wie Eierschalen quasi mehr. Ja. Nein, du schaust gut aus. Du schaust gut aus. Also, hast du jetzt auch einen Helm geholt? Ich hab gedacht, du Nein, willst ich einen wollte das haben. Kater eben Kaperl holen, aber ich glaube, das liegt in der Klause. Ich kann ja nicht einen Hunderkaperl aufsetzen. Gehen wir jetzt weitermachen? Ja, können wir von mir. Warte mal. Ich möchte den Dings wieder loswerden, wenn es geht. Weißt? Ja, okay. Ich hab da nichts. Tut mir leid. Der druckt enorm, weißt du? Das ist Ja. die Urwald. Ich kann- Aber die Alexandra hat mich sehr Was ist Dings. Wie man es ja Ich festschreibt. schau nicht wie ein Trottel aus, danke. Küss die Das Hand. hat's nicht geschrieben, wo steht das? Nein, das folgere ich daraus, dass ich nicht wie ein Trottel ausschaue, wenn ich frisch Immer ausschaue. sehr fest, Patrick. Sagst du, ja, das eben. ist einfach höflich. Eine Höflichkeitsfloskel, vielleicht. Nein, das glaube ich nicht. Ja. Ich fürchte schon. Ja. Können wir das Lied hinter uns Also ja, können wir schon. Ich hab noch reingeschaut. Nein, reingeschaut noch in den Chat, weißt du? Sonst nehmen wir nicht mehr wieder an. Da bin ich am Start, bin ich am alles. Das schon, ja? In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen auf Wilhelminer Straßennummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped Hupen. Schon sind die Puppen wie die Wüten vor der Tier. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, weil ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Bonne, mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das Betone. Komm, schwing dir auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streck die Füße gar so aus, sonst kommen wir nicht ins Zehnerhaus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Bei meinem Auspuff hab ich längst schon apportiert. Ja, wegen der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuffrelais so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht ein Zeitungsstandel. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schon 3 Meter vernandelt. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt einen Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich um mit Raumdecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat's auch sie nicht halten wollen, jetzt hat sie Goschel ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Und in den einen Kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem wir haben die Leute am Bozen frei. Ich fahr super fort mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luft montiert. Dann kommt der Bahn, den Scheibenzaun, der hat einen Letten. Jetzt ist der Vorderradl hin, die fuhr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stirn der an der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emaillierter Kiebe. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Diebe gefällt mir auf den Bier, ich hab einen Diebe. Jetzt nimmt's den Kiebe weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist schämen, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, da hat mir die Schwester grad einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in der Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonnie, ja was war's ja die Bellone? Meine Hände können fort sein und das Moped muss noch dort sein. Meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Bonnie nichts passiert. Jawohl. Lang lebe die Bonnie. Die Bonnie. Susanne Faber hat jetzt endlich einmal wieder die Bonnie gekriegt. In Moped-Stau. Bravo, Patrick. Großartig. Ja, Iron Acke, super. Seit Patrick den Helm auf hat, verstehe ich nur noch mi. Ja, wirklich. Da ist er. So ist er. Ja.
Ein Wahnsinn. Schau, Skyfall ist da. Skyfall, die Skyfall. Servus, aber eigentlich ein guter Helm. Ja, nicht klar. Alt ist er halt auch schon. Ja, das ist schon alt, ja. Ich trage ihn wieder weg, liebe Freunde. Soll ich wegräumen? Na, du weißt eh wohin. Weiß ich wohin, nicht? Also ich glaube Du weißt eh wohin. Ganz nach hinten. Weltklasse. Ja, dort war eigentlich nur dort, wo Platz ist. Nicht? Weil so viel Platz ist ja nicht daher. Schau, die Achteln, ich danke euch schön. Ich danke euch schön. Susanne Faber, schaut auch was an. Ja, ich meine, die Bonnie, also der Mopedstall, ist ein Klassiker mittlerweile schon bei uns. Ja, Und man muss jetzt dazu sagen, ich muss dir gratulieren heute. nahezu förderfrei. Ja, das ist aber immer merke ich, immer wenn wir das mit dem Helm spielen, wenn Also- ich den Helm auf habe, macht der Klausi bitte perfekt. Ja, nahezu. wahrscheinlich, weil die Energien des Publikums so auf die konzentriert sind. Ja, und ich Schau dir die Toll mal wieder an, schau dir die Toll an. Dadurch bin ich nicht so da. oder? Ja, aber hast du Sehr aber zum gut Wohle. gemacht. Hast du gut gemacht. Ich mach das. Ich bin nicht der Kasperl gern. Ich bin nicht gern der Kasperl. Aber ja. Ja. Das Wampenlied, Markus R. Bitteschön, Wampenlied. Bitteschön. Wurde heute gewünscht auf Facebook. Eben vom Markus R. Mach mal. Beziehungsweise Markus Riemer. Wampenlied und der alte Schmidt von Lechenfeld. Ja, Wurde auch gewünscht. Also, machen wir auch. Machen Ja, wir auch machen wir. gern. Ja, machen wir. Fangen wir mit der Wampe an. bitteschön. G. Faber ist da. G. Faber. Servus. Servus, grüß Gott. Faber. Mein Vater hat eine rote Pony. Lang ist sie, eine Weltklasse. Ja, naja, mittlerweile, weißt du nicht, mit die KTM. Der Dings, der Schwiegervater von meinem Bruder hat Richtig. eine rote. Rode, ja. Eine rote Pony, ja. Ja. So leicht metallic rot, also so ein Ding sein. Selber hergerichtet. komplett, Original glaub ich, Lackner, gell? der Lackner und Ja. Dings und sonst wieder wirklich gut hergekriegt. Der geht gut, mein Lieber. Was man so aus einem knappe 50 Kubik rausholen kann. Ja, du, wenn es nicht allzu sehr gedrosselt sind, Nein, der dann geht das. geht ganz gut, ja. Was haben wir jetzt gespielt? Was machen wir jetzt? Die Machen wir Wand? die Wampen, machen wir jetzt, jawohl. Wenn die Leute gerinzig besoffen sind oder ernst renommieren, da fangen sie gleich zum Aufstehen an zu schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sag ihnen gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Mutztraumwampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagd aus dem Wald, ein Werl, das mir gefällt. Aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ihm meine Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich der Schlag. Da legst du doch ein Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Hab ich darunter fest mit Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich da? Ja, pass auf. Ich hab ein Mutztraumwampen, den zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jogger aus dem Wald, ein Werl, das mir gefällt. Aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ihm meine Wampen her. Ja, so schaut's aus. Nicht anders und nicht anders. Jawohl, da fällt die Achtel rein. Das gefällt mir jetzt. Nur mehr geht da sich kein Zwang an. Haut's die Achtel rein. Jawohl, jawohl. Schau, der Franz Martin ist gut. Ja. Hätten sie einen Nachfolger von der Bonnetten rausgebracht, würden sie nicht in Konkurs gehen. Ja. Da hast du recht. Ja, das stimmt wohl, ja. Der Ja, Bonnetten. Das ist das. Aber die hätten ja wirklich eine rausbringen müssen mit dem Namen Bonnetten. Bonnet. Weißt du, da man schon, dass man weiß, was los ist.
Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Na gut. Ich will das Wasser erwischt erst. Oh Jesus. Das schaut aber auch nicht dazwischen. Ja, Pass auf, wir machen vorher eine, nicht eine Versteigerung, sondern ein Angebot. Ein Angebot. Bitte schießen Sie los, Herr Kollege. Pass auf, ich hab mich gekauft, 2 Leibern. Ich wobei nicht weiß, ob nicht du eins davon gekauft hast, bestellt hast. Nämlich, weil das ist ein Doppel-X. So Doppel-X. Nein, das habe ich auch nicht. Also das habe ich schon lange Nein, normales X-Latsch. Ein X-Latsch im Black. Das passt mir, ja. Ja, es passt. Ich habe meine 3, aber. Ja, du hast eine, nicht? Aber du hast eine mehr, habe ich eins mehr. Ich habe ein schwarzes Gerstl, das letzte Gerstl. Wenn es keiner will, Leiber. nimmt sie wieder. Ja, warte mal, in X-Latsch, der will schon wieder. Gehen wir noch. Und dann haben wir da noch ein in Large, in True Navy, also diesen Navy-Blau. Also Large und X-Large. Und jetzt haben wir gedacht, wir könnten ja sagen, die verkaufen wir, wenn es wer will, aber wir unterschreiben drauf. Mit so einem, also muss ich schauen, mit so einem Weiß, wenn wir keinen haben, müssen wir ihn kaufen. Weißt du, also mit original Autogramm der 16er Buben, mit so einem weißen, na, da kaufen wir so einen Textilstift. Oder hast du sowas? So habe ich nicht daheim, ja. Was sowas Nicht kaufen? in Weiß und nicht in Gold und nicht in Silber. Nicht, was man sieht am Dunkeln. Ja. Nein, aber so ein Textilstift. Andere gell? Frau habe ich da. Ja, dass man es waschen auch kann, dass es nicht rausgeht. Weil mit dem Lackstift geht es vielleicht raus. Der Textilstift können wir auch rausgehen irgendwann. Der hält natürlich nicht so, wie der Druck drauf ist. Ne? Naja, das schon. ist Aber halt definitiv länger so. als was anderes. Ne? Länger halten tut Aber- er, aber 10 waschen, dann ist er auch heraus wahrscheinlich. Zehnmal waschen. Ja, das ist so, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, dann kann man Unterschriebene T-Shirts gehören nicht gewaschen. Sozusagen. Ja, das stimmt. Hängt man an die Wand. Das stimmt an die Wand. Ja, oder man lässt es dann nach unterschreiben wieder. Ne? Ja, kann das man ist ja- eine Möglichkeit, Kann ja. man ja auch nicht. Aufbereitung. Macht so manch großer Künstler bekannt dann schon mehr so ein Netzleiberl dann zum Unterschreiben. Den kannst du noch mal unterschreiben, weißt du. Das war vor 30 Jahren, kannst du dich erinnern noch. Also auf jeden In Fall. Willi Nelson passiert sowas dann manchmal. Ja. Ja. Wenn man Richtung 100 geht, dann passiert dann das. Aber wie machen wir das? Pass auf, also wir haben jetzt ein X-Large in Schwarz und ein Large in Navy. Ich weiß jetzt gar nicht, was kosten. 35 €, kann das sein? Ich weiß jetzt auch nicht auswendig, was Sowas. Also das, was halt kostet, ein Leiberl. Und wir schicken euch das. Also ohne Versandkosten. Das, ich meine, wenn es jetzt in Österreich, Deutschland ist, hätte ich gesagt. Das war Leiberl. Der Franz Brandwein schreibt aber schon was nämlich stimmt. Glaube ich, Textilstift sieht man nur dunkel auf heller. Umgekehrt geht es mit den Textilstiften nicht. Ich verstehe. Na, dann Ich wird glaube fast auch, ja. dann wird's mit einem Lackstift Mit einem unterschrieben. Lackstift, ja. Mit einem hellen, mit einem weißen, oder so wie ein Lackstift wird es unterschrieben. Und Sabine Saas sagt, ich habe beim Weihnachtsputz die Gewandtstifteln von den Kindern gefunden. Die waschen sich nicht aus. Nein, die nicht. Aber die wenn man es will, dass es nicht auswascht, wascht es sicher aus. Schau, der Wolfgang hat nie eine KTM. Wenn Moped Buch, dann Suzuki, dann die Honda. Ja. Ich hab schon, ja. Ich hab die KTM, Die Duke. Duke, die 690er, ja. Ja, genau. Und dann habe ich nur Hondas gehabt eigentlich. Stimmt. Ich habe eigentlich immer noch Hondas Stimmt, gehabt ja. und jetzt mein Kawasaki halt. Ja. Rudi Korbe, schaut das auch Welt. XL nehme ich 40 €, hol's beim Taschler. Genau, das ist ein Red. zum Bei Beispiel. den Hood ist eher ist L passend. Glaubst Ja, weil ich habe XL Eigentlich schon. auch und der Klaus tragt da Stimmt, ich ein L. L, ja. Tatsächlich. Sage ich ja. definitiv. Also Ja. die sind eher sehr groß geschnitten, ja. Also kannst du es nochmal aussuchen, Schau, Chantal Schwarzbauer ist da, wunderschönen guten Abend, frisch aus dem Kino. Zu den Buben sind Michi und ich voll dabei. Ja, perfekt, freut mich. Grüß euch gut, richtig gut. Also pass auf, also Rudi schreibt noch mal ein, ob du das wirklich in XL für die willst quasi, unterschrieben oder in Large und dann hat noch jemand die Möglichkeit, das andere dann jeweils zu haben. Was willst Wann's wollt. Das ist nur, weil ich es da habe. Ich dachte, na, was will ich jetzt einlagern oder was? Oder wie viel soll ich mir noch anziehen? Ne? Schau jetzt schon die aus der G6E 1000, ja. Ah, so stark habe ich nicht gehabt. Dann L. Also L ist weg, meine Herrschaften. L ist weg. Jawohl. Zur Verfügung steht jetzt noch ein X-Large Black. Wie gesagt, mit Der Franz Unterschrift. Brandwein schreibt schon, dann nehme ich das XL. 40 Jetzt Euro gerade passt. ja, gut. Alles in Ordnung. Und du gehst vielleicht auch zum Tauschler, ne? Das heißt, Ich besorge einen Lackstift. nee, vielleicht habe ich es. Wir könnten das dann live machen. Weil in Jetzt spielen wir Mittelbach mal noch. haben wir ja gern das Lager, wie heißt das? Da haben wir ja so ein
Künstlershop auch. Ein Künstlershop, ich schau mich kurz. Ja, Ich schau mich kurz, ob ich da nicht was habe. Ja, aber der hat sicher was da. Wahrscheinlich, das ist schon seit 5 Jahren nicht gebraucht. Das ist schon eintrickert sicher. Ne? Das, Das ist dir nicht vor. wenn man jetzt probieren, schreibt er. Beim Taschler schreibt er nimmer mehr. Einen gelben habe ich, einen gelben. Permanentmarker, tut das auch was? Nein, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Nein. Da brauchen wir einen weißen Lackstift. Ich brauche wirklich einen Lackstift jetzt, ja. Den brauchen wir bis zum Taschler. Hammer. Erst, weil sonst kriegen sie es ohne Unterschrift, dann kostet es aber einen 50er. Na dann muss ich halt zum Taschler. Bravo Franz Brandwein, so stellen wir das vor. Siehst du, das ist mir was hart. Ja, Hart durchgerungen. Ja. schon wieder Werbung, sagt die Susanne Moser, schon wieder Werbung. Naja, aber das kann schon Nein, sein. bei mir war es auch schon 4. Ich hab's weggeklickt. Das kann aber schon sein, pass auf. Bei mir war es 4-mal bereits. Warum gibt es keine schwarzen Preise an, weil es schwarz schlank macht? Ja, aber du, wir sind lebendige Beispiele dafür. Der Schwarz nicht schlank. Nicht schlank macht, schauen Sie an. Oh, Ja, beim Taschler, das Rudi, geht aber. nichts überweisen. Beim Nichts Taschler. überweisen. Ja. Und zwar, ich glaube, das mit der Werbung, also wie gesagt, bitte halt's durch, das ist jetzt bei der Sendung. Das ist beim nächsten Mal schon wieder weg. Das ist Aber eigentlich nur heute. das kann schon sein, so quasi alle halbe Stunde, mehr oder weniger. Nein, das kann aber nicht stimmen, jetzt ist erst 1 Stunde vorbei. Das kommt öfters. Ich habe schon 3-mal der Firma schon gehabt. Alle Viertelstunde, alle 18 Minuten, sowas, das könnte sein, irgend so. Das ist, ja. aber das werden wir beim nächsten Mal umstellen. Aber wie gesagt, leider, da habe ich das habe ich vertan. Das habe ich vertan. Da müssen wir da. Auf jeden Fall Weltklasse, Dankeschön, ja gut, dann sind wir jetzt einmal los, die Leiber, nicht? Bravo, einmalig. Das hat er gut gemacht, nicht? Ja, an sich. Ja. Kann man nichts sagen. Erst ich kaufe noch ein paar so Leibern. Das ist ein Geschäft. Kauf ein paar erst. Wir machen das da so mit Entwertung. So, und jetzt spielen wir natürlich Der alte Schmied. der alte Schmied von Lerchenfeld. Ich tu mir vorher was einschenken, ha? Na bitteschön, ja. Weil wir nicht trocken in dieses Lied gehen. Solange wir das Gleichgewicht nicht verlieren, passt es. Irgendwelche Tisch umhauen. Der Iron Acker sagt noch werbefrei. Das ist scheiße lustig, das ist gar nicht bei alle so. Der Hannes Spießer sagt, ich hatte erst eine Werbung. Das ist aber auch interessant. Ich habe schon 3, habe ich sicher schon weg. Ich habe schon 3-mal gehabt jetzt da. Weil ich schaue ja auch ganz normal wie ihr. Also aber über das ist auch meinen witzig, dass privaten- das gar nicht jeder, sondern das ist bei jedem individuell. Das war auch arg. Nach was geht das dann? Das ist ja interessant. Naja, Ja. nach einer argen Berechnung, ganz sicher. Wenn man viel YouTube schaut, wahrscheinlich so wie ich, da kriegst du 5 und 4 mit die Werbung. Ich weiß, Oder so nach dem Motto wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall ist es gar nicht Möglich, ja. alle, nicht, sondern Möglich, jeder, für jeden individuell. Der Algorithmus, nicht, das soll Ja. man verstehen, was. Naja, müssen wir ja nicht unbedingt. Der alte Schmied von Lerchenfeld, Markus. Weit draußen, wo in Lerchenfeld ein ganz alter Schmieden steht, als Bauer hab ich dort oft beim Tag dem Schmied zugeschaut bei seiner Blut. Die Fuhrleute haben die Risse gebracht, der Schmied und Gesellen haben bis in die Nacht das Eisen kämet und aufs Boot. Die Funken sind dort lustig stumm. Der alte Schmied von Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wohn, kein Kutscher bringt mehr Trost zum Schlag. Einmal war ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schienengespann. Er dreht die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Fuhrleiter mehr. Still ist jetzt in der Schmieden dort. Die Schmiedgesellen sind längst alle fort. Kein Feuer brennt, kein was klingt. Der Regen durchs alte Dachel rennt. Der Schmied steht oft noch vor seinem Haus und schaut nach einem Zeige aus. Und rinnen in sein Bord. Es ist hart,
wenn man vergebliche Wort. Der ruinische Lied vom Lerchenfeld, der hat keine Arbeit und kein Geld. Es kommt zu ihm kein einziger Wagen, kein Kutscher bringt mehr den Nuss zum Schlag. Einmal war ich ein reicher Mann, hat selber geführt ein Schimmel gespannt. Er rennt die Zeit, sein Herz ist schwer. Es gibt heute keine Vorleute mehr. Jawohl. Der siegt ja auf bis in die höchsten Tenor und ich bis ober bis in In den tiefsten Keller. na, im tiefen Keller nicht, ja, im Bass nicht, aber Bariton auch nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Wir sind ja verrückt. Ich singe euch wieder Gage. Wir sind ja fanatisch erst. Im tiefen Keller Trinke ich oder sitze ich? Sitz ich bei einem Fass voll Reben. ein Bein ist eine Paradenummer vom Schaubrudi gewesen. Ja, genau, ja. Der hat einen wunderbaren Bariton gehabt, nämlich. Und trinke, 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 trinke. Schmeckt dich nicht an, bitte, ja? So sehr zum Wohle, ja? Schau doch mal ins Laden, vorher war er ganz stolz, keine Werbung und jetzt hat er schon gehabt wieder, ja. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohle. Aber auch interessant, wie das halt so geht. Weil ich habe das dann sicher irgendwas eingestellt, ich weiß es nicht mehr, aber so im Nachhinein, das denke ich mir. Und da waren so Sachen. Ja, gut, wenn man im Nachhinein noch denkt. Ne? Nein, aber Das ist- jetzt fällt mir das so, Zeit dazu. weil dann so gestanden sind so Sachen wie Wenn man eben helfen zum Beispiel individuell oder was, nicht? Das heißt so, quasi nicht so man soll die Werbung schon, nein, Nein, gar gar nicht. nicht eigentlich, das geht jetzt nicht. Das geht das nicht. Und dann habe ich das, aber dann habe ich was anderes angeklickt und ist irgendwas so gestanden, so individuell einstellen, nicht? Empfohlen. Dann wolltest du individuell einstellen, dann war das aber die Einstellung, dass es individuell für alle kommt und du konntest nicht mehr individuell einstellen, nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Oder ist im ja. Stand noch empfohlen. Verstehe Nicht? ich So man gedacht, na ja, bevor ich Straße Verstehe. klicke ich das Ich an. verstehe. Aber jetzt wissen wir das. Naja, mein Gott, nein. Ich verstehe. Einmalig. Komponiert von Fritz Pelikan, nachdem auch eine Gasse in Wien neu benannt ist. Vollkommen, der Manfred Kraft, unser wienerisches Wikipedia quasi. Ja. Ne? Ja. Fritz Pelikan. Ich habe ein Bild vom Schmied im Kopf. Vielleicht greife ich wieder zum Pinsel in Öl. Bravo Wolfgang. Aber, Ja, aber unbedingt. Du darfst es aber nicht verwechseln. Nicht du sollst in Öl sein und den Pinsel dann zum Hingreifen, dann wird es also ein Pinsel und in Ölfarben. Wolfgang, vertu dich nicht. Bitte. Vertu dich nicht. Klaus ist nicht der Ivan Rebrov. Nein, definitiv nicht. Ich bin der Ivan Reblaus Hexes. Ivan Reblaus ist mein Name, schlank wie eine Doppeldanne. Lieb ich Pelze, brauch ich Wärme, denn mir ist ja immer kalt. Hey! Tommy Stroll und die Schweiz vom Großartig. Der Reblaus-Schlepper. Einmalig. Ist mir nicht eingefallen, dieses Reblaus-Schlepper, wie du sagst, diese Schallplatten. Ja. Du hast Die auch in doppelter Ausführung. Genau, jetzt, eines von mir. Und das ist eine der wenigen, die ich nicht von meinen Eltern, sondern ist die besser, die als mir. habe ich gekauft. Nein, ich habe meine gekauft damals in dem Antiquitätengeschäft bei der Römergassen, also Wilhelminenstraße, Ecke Römergassen, dort, also bei der Haltestelle. Und jetzt letztens erst zu meinem Munkelein gesagt, weil ich habe dort nämlich einiges gekauft gehabt, so im Laufe der Jahrzehnte. Immer wieder halt, wenn ich Zeit gehabt habe, habe ich wieder Glasl reingeschaut, alles und Mögliche, alles Mögliche. Eine Tannenhilpfeife einmal sogar, ja. Mit Tabakstopf. Also eigentlich Also eigentlich einen Tabakstopf gekauft. da was da zufälligerweise hing eine Tannenpfeife drauf. Ja. Und der hat gesagt, die kannst du Eine nicht schöne dazu auch noch. 5 Euro habe ich gezahlt. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist ein Jahrhundertpfund. 5 Euro für einen Tabaktopf, da ist ein Pfeifentrag, den kannst du auch gleich haben. Und ich schaue mir die an und denke, Alter, das ist ein Tannhill daheim. Nicht? Dann habe ich gesagt, und es war Hornagel neu auch noch. Das war gerade unberaucht. Aus den 60er Jahren. Root Briar.
das Feinste vom Feinen, was damals produziert wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, 700 habe ich Dublin gekriegt dafür. Größe 3. Ich weiß nicht. Das ist, was Wir haben du es damals weißt, ich weiß, mit- 700 habe Nee, ich aber gekriegt. für das Ding. Pfeifenmacher auch nicht. Ja, aber das damals mit dem Thomas gemeinsam haben wir das ja begutachtet. Und dann haben ein paar Tanten Spezialisten im Internet nachgeschaut und nachgefragt, was die wert Ja, ist. Ne? ja, Wahnsinn, ja. Die war aber auch gleich weg. Ja. Das war so wirklich, Ja. da gibt es einen Sammler, die war sofort weg. Ich meine, 700 habe ich gekriegt, ich weiß nicht, ob was verkauft worden ist, weil da hat es eine Provision auch gegeben, nicht für den Händler. Ja. Der Thomas hat nicht viel gemacht. Das war Ja, naja, ein bisschen was schon, Bisschen weil was das schon, der hat gesagt, aber pass auf, die nicht der können wir nicht- die setze ich schön ins Bild, die war gleich weg. Die hat er gesagt, was hast du gezahlt dafür? Sag ich, für die Pfeife eigentlich nichts für den Tabakstopf, habe ich 5 Euro gezahlt. Und der war hin, der Tabakstopf. Naja, gut, das sind halt die glücklichen Umstände. Du Patrick, was hat, wie gibt er das dann aber Hat man gleich? nicht Nicht, weil Ja, du denkst bitte. dran. Ja, lass da Link dabei. Naja, dann vergisst du Weißt du wieder, was? legst du steck da zum Nein, da vergessen Aufnahmegerät. wir's genauso. Ja, da liegt das Tascam. nichts. Das ist jetzt, weil das Tascam darf man auch nicht vergessen. Jetzt bin ich aus dem Bild gegangen, ich habe mir es gleich in die Taschen von der Harmonika eingegeben. Ja, aber das Weißt ist du, gescheit. da Das ist geht es nicht verloren. Nein, das hast du auch relativ, wie soll ich sagen, weißt du, schwungvoll und so athletisch Passt gemacht. nicht beim Aufstehen, dass ich nicht wo Ja, anrenne, weißt du? ja, passt schon. Einiges da. So, genug der dummen Worte. Nicht, dass wieder die Tische fliegen und so was. Himmels Willen. Ja, kurzer Blick ins neue Jahr. Freunde, wird leibend, hoffentlich, wenn es so passt. Bei uns wird es leibend, ich glaube, absolut leibend. Und Ja. wir haben einiges vor. Viel Arbeit vor uns, ja. Ja, aber leibend, ja. Also wir haben schon, aber es wird schon, Es wird schon knackig richtig. werden. Wenn wir alles so umsetzen, alles Ja. werden wir nicht umsetzen, ist ja wurscht. Man muss sich große Ziele setzen. Nicht? So ist das. Genau, so ist es, ja. So ist der Punkt. Auf jeden Fall werden wir uns auch bei den Podcasts, also den ja jeden Freitag um 9 Uhr live über die Bühne geht, auch nur mehr auf YouTube übrigens, nicht mehr auf Nur Facebook. mehr für die ja. Nur mehr auf YouTube, das Rentes drüber und dann es wird ein Thema geben. Wird immer ein Thema geben. Ja, wir werden da schon ein bisschen jetzt nämlich es bleibt schon so wie es ist, ein gemütlicher Kaffeetratsch, aber wir versuchen zumindest. Wir fangen zumindest an mit einem Thema und sollte sich dann Näheres oder anderes auch ergeben, natürlich durch euren Chat und so weiter, gehen wir natürlich drauf ein, ist ja klar. Aber nur, dass wir wirklich ein Thema ansprechen, jedes Mal, jede Woche, ja. Das ist unser Plan, zumindest einmal jetzt so. Ja, das ist der Plan. Und dass wir da wirklich thematisch ein bisschen einen roten Faden haben. Weil wir wollen ja schon, also es geht schon um uns, also genannt wird das Ganze der 16. Schurfix. Gespräche hinter und abseits der Bühne. Also es geht nicht nur um Musik, aber doch soll schon um Film, das geht vor allem auch über die Geschichten. Ein bisschen das Nähkästchen und schon ein bisschen musikalisch, aber jetzt da keine Angst. Nein, es wird nicht wissenschaftlich und Professor Gescheiterl ist was anderes, das gibt es da nicht in dem Sinn. Nein, so nicht. Genau. Das, man, schon mitunter, nicht? Aber Professor Gescheiterl wird vorkommen natürlich, ja. Und man wird Aber- nicht, man braucht keine Musikausbildung, um diesem Podcast folgen zu können. Das wird auf jeden Fall passieren. Das heißt, bitte seid so gut, wenn ihr natürlich am Freitag um 9 in der Früh, kann natürlich nicht jeder, aber wie gesagt, es kommt als Podcast, dann immer dann in der Mittagszeit, sowas wird es dann veröffentlicht auf Spotify, Apple Podcasts, also auf allen möglichen Podcast-Plattformen eigentlich, auf YouTube natürlich auch. Also YouTube Podcast oder YouTube Musik oder was weiß ich mir da nicht mehr aus, wie das alles heißt. Jedenfalls wäre super, wenn ihr zum Beispiel gern Podcast hört, abonniert uns, schaut da rein oder hört rein. Es gibt ja auch als Video zum Teil, also je nachdem. Also das, und auf YouTube kann man sich sowieso immer anschauen. So immer, das bleibt ja. Eben ein Livestream. Das wollte ich nur gesagt haben, also da werden wir sicher ein bisschen strenger werden, unter Anführungszeichen, disziplinierter, sagen wir so. Sagen wir so, Disziplinierter, ja, genau. was die Thematik betrifft. Nächsten Freitag können wir jetzt schon sagen, ist das Thema Rubato im Wiener Lied. Wenn Sie alle denken, Jetzt steht mir hier alle gleich, ui, das kannst du ja selber auch hören. Nein, keine Angst davon. Von dem leben wir in der Wiener Musik. So ist es. Von dem lebt überhaupt die Musik eigentlich. Rubato ist nichts Rubato. anderes als eine Bezeichnung für, kannst du das schön formulieren? Am Freitag, ja. Es heißt ja, es kommt ja, ich glaube, von italienischen Rubaro oder Rubare, was weiß ich, das heißt stehlen. Stehlen, Ne? ja. Man stillt Zeit. Also Rubato ist nichts anderes wie eigentlich eine Vortragsart, die nicht im Takt ist. Also das, was wir machen. Und das lebt die Wiener Musik. Genau. Das ist Und das ist also eines der essentiell. wesentlichen Aspekte der Wiener Eigentlich Musik. heißt stehlen, aber Rubar ist ja so das. So,
nicht besser, aber das ist ein bisschen so. Ja, so. Nicht so. Ja, stöhnen. Stellen halt, aber nicht so richtig. Ja, so. Ja, nicht? Aber es ist halt, also das ist damit gemeint mit diesem Begriff. Und auf das wird Auf das werden wir und eingehen. das ist spannender als ich glaube. Also, Ja, aber das wird, und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass immer die ganze Sendung davon handelt, sondern das ist quasi einmal, das ist der Aufhänger. So. Und wenn ihr natürlich Themeninteressen habt, dann her damit. Dann gebt uns Bescheid. Schreibt euch jetzt, das war interessant, worüber ihr mal reden könntet. Zu zweit können ja auch Erlebnisse sein, die wir auf der Bühne oder hinter der Bühne oder abseits oder wie auch immer gehabt haben. Also nur her damit mit euren Themen, das wäre spannend, wir werden das sicher irgendwie Wir behandeln. setzen das schon um. Ja. Wir machen das schon. Das ist einmal das eine. Jetzt spielen wir ein Lied, dann kommen wir zum nächsten. Ja, das 24er Jahr, ja. Naja, das 24er Jahr. Ja, ich meine, ich muss nicht ehrlich sagen, das 25er in manchen Bereichen fürchte ich halt, dass auch das 25er Jahr nicht so leibend sein wird. Aber es ist so. Ein Jahr, Das ist ja so. in summa summarum muss es so sein, dass alles passt. Und es wird sicherlich den einen oder anderen Rückschlag geben und alles Mögliche. Aber Ja, es wird besinnen wir uns mal aufs Positive und dann, bei mir und auch. dann werden wir das weniger Bei mir Gute selber vielleicht hoffentlich besser- nicht, aber in Nein, meinem so- Umkreis wird sich ein bisschen. Jo. Beste draus machen, Wolfgang, ganz genau. Jo. Rubato im Wienerlied, das ist ganz wichtig, sagt die Megi, ja. Das ist fast das Wichtigste. Ja. So, Eigentlich nach den Instrumenten schon das Wichtigste. ja, absolut. Ja. Was reißen wir jetzt an? Was machen wir? Ein Klassiker oder was machen wir denn? Machen wir Klassiker? Was hast du denn los? Patrick, darfst du was wünschen? Darf ich mir was wünschen? Du darfst was wünschen. Ja, da wünsche ich mir da was. Ich spiel auch in C-Dur instrumental. Jetzt trinkt uns halt mal so schnell austrunken. Ja, soll ich Gas geben, ne?
Hoppala, verlauter Blädel verspielt Musik. Ich gratuliere dich herzlich für diese Ja, Komposition. wunderbar, ich danke dir ganz Einmalig, herzlich. Ja. eine quasi Gefällt mir selber auch, ich muss Gefällt sagen. mir selber auch, ja. Gefällt mir auch. Also, klingt so deppert, aber das klingt ist lieb, sag ich. Das ist lieb. Das ist eine liebe Komposition. Ja. Liebe Komposition, aber eine sehr gute Komposition. Könnte, jetzt kannst du mir nachschenken. Dürfte noch Jetzt schicken. bitte, Ich bitte, hab noch, bitte. ich hab noch. Ja. Könnte von Johann Schramm höchstpersönlich sein. Habe ich immer Ja. gesagt, eine wunderschöne. Und gewidmet Manfred Taschler, dessen Ja. Wein wir heute trinken. Richtig, Beim Taschler. Beim Taschler. Wie echter Wiener Herinmarsch. beim Taschler. Mit ein paar modernen Anklängen von mir dabei. Na wunderbar. Von der Abfolge her Ich nämlich, find, ja. ich finde den wirklich sehr gut. Das ist eine sehr lebendige Darstellung einer traditionellen traditionellen Musik. ja. 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 Bevor Danke das dir. nächste Lied kommt, jetzt kommt bitte gern. Was wiegt das Danke, Holz, danke. muss man sagen. Nicht? Was wiegt das Holz? Der Wurstel wollte ich gewünscht, wenn wir gleich spielen. Aber vorher noch zum nächsten, was wir vorhaben. Wir haben natürlich vor in diesem Jahr, ich sage es einmal so, wir haben das wirklich noch nicht ausreichend gesichtet, oder wie sagt man das, wenn man es auch hurcht, also gehöret, gehurchert. Nämlich die Aufnahmen vom letzten Jahr vom Taschler, unsere ja. Mitschnitte, wenn wir genug Material haben, dann Ich werde am Donnerstag wieder mitschneiden, aber. ja, auf jeden Fall. Natürlich, Auf wir jeden schneiden Fall, weiter auf jeden mit. Fall. Auf jeden Fall. Aber wir bleiben sozusagen bei dem Thema Taschler Live-CD. Wenn wir genug Material haben, dann wird diese heuer sicher noch, oder ziemlich sicher noch entstehen. Es gibt da, es ist wirklich, muss ich sagen, es ist schon ein finanzieller Brocken. Also wenn man es komplett selber zahlen müsste oder wollte, würde es sich auch noch wahrscheinlich rechnen im Sinne von sich erhalten. Aber es Das kostet. wird knapp, das wird eng. Und wenn zum Beispiel, wenn der österreichische Musikfonds mit drauf einsteigt, Steigt, ja. die Chancen stehen nicht so schlecht, sage ich jetzt einmal. Der zahlt die Hälfte der Kosten, na dann klingt das schon ganz machbar. Ja, also also im Idealfall haben wir im Herbst Live-CD, Live-Album mit den Taschler Live-Liedern. Im schlechtesten Fall haben wir es nächstes Jahr. So ist es. Aber die kommt, das ist einmal klar. Und beim Thema Tonträger, auch hier sind wir zumindest im Gespräch, da sind wir dran, dass wir das ein bisschen ausbaldowern. Mittlerweile glaube ich fast nicht, dass es heuer noch so weit sein wird, wobei die Arbeiten dran vielleicht könnten heuer schon beginnen. Die Rede ist von der oftmals schon angesprochenen Schallplatten, ja. von der Vinyl. Das wird aber ein eigenes Projekt werden, das ist ganz eine eigene Geschichte, Ja. nämlich dann mit eigenen Aufnahmen auch und so weiter. Also Und wirklich vor- ganz und vor allem- speziell. und vor allem- nämlich, ja. Analoge Aufnahmen. Um das geht es nämlich dabei, ja, dass wirklich alles analog ist. Ja, Also dann ein wirkliches analoges Album zu machen. Und ich habe mich jetzt schon ein bisschen umgeschaut, mit so die Plattenpreise sind wirklich enorm in die Höhe gegangen. ja. Für alle, also zwischen 50 und 70 Euro kostet ein LP jetzt in der Zwischenzeit. Ja, bei weil das allen. natürlich- Das sind ja, die Kosten sind nicht so Das ist weit. nicht klar. Und ja, Aber auch hier ist natürlich die Idee, war schon leid, wenn da der Musikfonds mit einsteigt, das war nicht eine Geschichte. Aber, also im Verkauf meine ich jetzt. ja, Das ich ist weiß der ja, Hauptpreis, ja. Schon. Nein, eben, weil ja die Weil Produktion ja- recht viel kostet, ne? Das muss man schon sagen. Bei uns wird es natürlich schon nochmal um einiges teurer werden, weil wir haben ein Studio, mit dem wir da jetzt im Gespräch sind, der alles wirklich original analog ja. aufnimmt, also und gemischt wird. Also da kommt nichts Digitales. Das Einzige, was bei diesem Projekt digital zu nennen ist dann wahrscheinlich einfach nur die Grafik. am Cover. Das- Das ja, werden wir nicht ja. machen mit Setzplatten oder wie das da heißt. Mit einem Siebdruck und so. Ja, das was werden wir nicht machen. Da werden wir uns aufs Digitale einlassen, aber sonst das Musikalische wird 1000%ig analog. Das ist der Plan. Das wird heuer sehr wahrscheinlich gestartet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das heuer auch fertig wird, ist gering. Ist gering. Wobei Möglichkeiten gibt es viel. Schauen wir, wie es ist. Schauen wir, wie sich bei uns auch unsere Live-Konzertsituation weiterentwickelt Ja. heuer. Das muss man mir dann auch einplanen. Wir Ja, sind klar. 2 Wochen in München auch schon in dem Jahr. Dann ist Schrammelklang-Festival auch. Also es sind ein paar Sachen, die einfach Zeit brauchen. Nicht? Also ich möchte nicht sagen, dass man zu wenig Zeit hat. Nicht? Aber nein, es ist dann schon so Projekte. Alles zusammen benötigt Zeit. Ja? Ja, definitiv. Und, aber das wäre ein leibendes Projekt, aber das braucht halt wirklich Zeit. Weil das ist etwas, das ja dann, also da würde ich ja wirklich sagen, dass wir, weil da haben wir gesagt, auch Seiten wahrscheinlich wirklich
alte Wiener Lieder, so richtig alte Wiener Lieder. Und A-Seiten, also die B-Seite dann eben wirklich mit ganz neu geschriebenen, auch bis dato Noch nicht geschriebenen. noch nicht geschriebenen, zumindest noch nicht veröffentlicht worden. Ja. Und das müsste dann, da müssen wir ja üben. Also wie auch immer, also dieses Projekt würde zumindest in Vor allem diesem die Jahr... sollten ja schon gespielt starten. worden sein und dann sind wir reif für ein Album. So ist es, Wie, so ist wie es. wir zwar unser Album vorstellen, weißt? Ja. So wie wir aufnehmen, eben, nicht? Analog und so, dass das wirklich schon, dass das schon swingt von allein, weißt? Genau. Dass wir nicht mehr nachdenken brauchen, nicht? Sondern Das wir setzen uns ist hin, so wie mit gewissen Nummern, die wir ja haben, wenn wir aufnehmen oder so, das setzen wir und hier und machen es. Ja. Aber das muss da sowieso, weil da Und musst du jetzt das- wirklich Studienzeit genau, rechnen. ja, genau so das ist es. kostet ja. Also das muss Genau so wirklich, ist es. das muss schon etwas Spezielles sein. Aber wie gesagt, das wird sicher nicht fertig werden heuer, oder ziemlich sicher nicht, aber das wird heuer in Angriff genommen. Zumindest dieses Projekt analoge Aufnahmen. So. Und jetzt machen wir ein Wurstel. Und dann kommen wir zum nächsten. Ich muss überlegen, was kommt denn da noch? Ich weiß schon noch einen Punkt, ja. Und dann reden wir noch. Ah ja, genau, ich weiß schon wieder. Ja, genau. Jetzt habe ich der Wurstel und Ein dann Wunderpunkt, aber mehr sage ich noch. ein Wunderpunkt. Ein Wunderpunkt die letzten Jahre geworden, aber eigentlich komisch, warum? Ja, und dann nach dem Wurstel machen wir halt die Kirschen für die Judy Austria. Jawohl. Schau, der Wolfgang sagt, ihr seid es wert, auch wenn die LP teurer ist. Nicht teurer, sondern steurer. Jawohl, jawohl, bravo. Straßenhans ist da. Grüß dich Gott, servus. Olmesdorf ist auch da. Olmesdorf, Ja. servus. Jawohl. Da stehst du mir auch gleich. Ja, ist es. Wer da sonst noch oder da ist heute heißt. Große Freude, große Freude. Schau, der Rudi Korbisch hat 45 Zuschauer und nur 2 Daumen in der Höhe. Nein, bei mir, ich habe da stehen 21 Daumen in der Höhe. Ja, das kann ich nicht sehen jetzt, aber sonst. Ja, das sehe ich da, ja. Das sehe ich jetzt nicht. Aber das sieht, Da müsst ihr das umschalten, sieht man nämlich, nicht und dann immer muss ich überall, wieder. ja. Ja. das möchte ich Aber jetzt nicht sehr machen. lieb, Rudi, sehr lieb. Danke für die Info. Aber tatsächlich 21 da. Jetzt sind schon 22 schon. Und ich wollte da gleich nochmal anmerken, wenn ich die Musik taugt. Und die Schallplatten haben wollte. Haut's einer was. ins virtuelle Körperl. Jawohl, ich danke schön. So, der Wurstel. Wie ich klar war, hat mein Vater mich oft führt ins Kasperltheater. Und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weiberl schmächtet, wie sein weiße Hasel streichelt. Dann erschlagt seine Frau, warum das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten. Der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den du verstehen wirst, bis du älter wirst, geben. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mit dem Hammer am Schädel. Dem Wurstelgeschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schau da nachher vielleicht, kann's verwursteln auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge verdrohen. Aber eins kann er nicht, den Wurstel, der Schlag. Wieder ging ich in den Prater und wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Trochen. Riesenradler in den Spül und das Draht sich im Gewühl. Kalafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch. Und es fängt zum Gehen
kommst dann an, wirklich in der Geisterbahn. Und da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder so. Und hat ihm der Teufel mit Hammer am Schädel. Dem Wurstel-Geschicht nix, und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch, und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher, vielleicht ganz verwurstelt er aus. Er kann wie der Wiener a Menge vertrauen. Aber eins kann er nicht, den er Wurstel, der Schlang. Jawohl. Der Wurstel, dein Lieblingslied des letzten Jahres? Mein Lied des letzten Jahres eigentlich, ja. Wenn man so, die Nummer 1, ja. Absolut, absolut. Kurzer Blick in den Chat. Ihr könnt einen QR-Code einblenden, mit dem man automatisch erweisen kann. Der Always, ja, Always Stuff. Da müsste man einen eigenen QR-Code kreieren dafür natürlich und den dann. Ne, ich glaube, den gibt es von der Bank. Von der Bank gibt es einen. Ich glaube, den gibt es ja von der Bank. Ja, danke für den Hinweis. Aber Dankeschön. Dem wäre ich nachgehen. Sigi Schröter ist auch da. Schau, jawohl. Jawohl, grüß dich gut. Ja, all my stuff. Siehst du, das ist halt. Ja. Ein Wahnsinn, ja. Na, Weltklasse Idee. Ja, technisch, das funktioniert sicher. Ich brauche nur einen QR-Code, weil den brauche ich dann nur einblenden da, nicht? Das brauchst du nur aber ja. Brauchst nicht einmal, kann sogar die. Nicht da. Da wollen wir gleich eine. Reden. Machen wir schon eigentlich. Manchmal ist er deppert. Du, all my stuff, danke für den Hinweis, dem gehen wir nach. Danke. Ja, generieren kann man sowieso leicht, das ist mir klar. Aber ich glaube, es gibt sogar wirklich von der Bank ganz konkret, wenn du sagst, ich will, nicht, also ich weiß es, und es gibt es ja auf Zahlscheinen auch mitunter. Nicht? Ja, frei. Da kannst du dann gleich mit. Nicht nur mitunter, sondern. Ja, so auf vielen, nicht? Und dann packst du es nur, ja. Falscher 50er wäre auch ein schönes Lied. Ja, schau mal, jetzt sind wir noch für die Judy sind wir noch schuldig, die Kirschen. Ja. Aber vorher noch nächstes Projekt für nächstes Jahr. Was? Großartig ist die Erweiterung, das hängt aber auch mit den anderen Projekten eigentlich vorher zusammen, die Erweiterung unseres Repertoires. Dass wir uns einfach wieder Lieder einstudieren. Ja. Nicht nur selber Lieder schreiben, das gehört auch, das war der nächste Punkt dann. Aber eigentlich, dass wir wirklich das Repertoire wieder erweitern und dass uns das wieder leicht von der Hand geht. Es geht uns leicht von der Hand, ich weiß noch nicht wie genau das ist. Wie das angeht, so ganz genau weiß ich noch nicht. Wir haben schon einige Varianten probiert. Ja, jetzt ab morgen starte ich jetzt, jeden Tag wird bei mir jetzt ein neues Lied hergenommen und einstudiert von mir. Ja, so dass ich es bereits in einer Probe mit dem Klaus spielen kann. Jeden Tag eins. Das ist nämlich machbar. Früher habe ich nämlich 3, 4 einstudiert. Bin auch zwar nicht mehr 20, ich habe aber gemerkt, ich brauche auch länger in der Zwischenzeit, um es mir zu merken. Das habe ich schon, fällt mir auf, ja. Es ist nicht extrem, aber es ist anstrengend. Ja, nein, ich glaube, das ist mit meinen eine Übung ist. Was das meiste mit den Augen oder mit Noten lesen muss. Jetzt kann ich Noten lesen und so und das Instrument haben und ich muss mir das alles relativ groß vergrößern, alles. Ja. Und dann funktioniert es immer jetzt mit die Feiertage ein bisschen Zeit gehabt, mich zu spülen damit, ein bisschen was mit Foto machen und dann am Computer das wirklich im Großen so dann einstudieren, dann tue ich mir leicht. Aber sonst ist es wirklich sehr mühsam geworden im Laufe der letzten Jahre mit meinen Augen und die Computerarbeit alles, das strengt alles enorm an. Ja. Ist leider so, aber ich möchte mich nicht beklagen über das. Reden über die schönen Dinge, nein, wir werden das Repertoire erweitern. Ja, nein, es ist wirklich, ich glaube, dass... Ich bin halt nach einer halben Stunde mir davon, ja. Das ist das Problem. Aber ich meine, das ist ein Handicap natürlich bei dir sowieso. Aber keine Ausrede, mein Lieber, nein, gar nicht. Aber weil du sagst, du bist langsamer, ich glaube, dass das tatsächlich auch nur mit der Übung zusammenhängt. Also mit der Übung, dass wir nicht mehr im Üben langsamer lernen. Ich bin nicht schnell im Blatt lesen, also ich könnte jetzt in der Zwischenzeit, wenn man so ein Begleitmusiker wäre und in einem Schreibwerk begleiten, könnte also das geht ist nicht schnell, also da
Schau ich mir einmal an, passt schon, danke, spielen wir. Also, Ja. aber das ist Ja. ja nicht der Sinn der Sache, ist ja das wirklich auswendig und auch gut zu spielen und mit Verzierungen, mit Gegenbewegungen zu spielen und so, was uns zwar ausmacht halt, ne? So ist es. Und da muss man spielen. Und da musst du spielen, ja. Genau so ist Also es. das werden wir sicher angehen. Das wird sicherlich, das ist ein großes Projekt. Das ist mehr oder weniger ja intern eigentlich, aber es ist Ganz für euch nicht intern. unrelevant, weil Absolut. das ergibt natürlich schon wiederum ein viel schneller vielseitiges Programm. Wir können uns eins klar sein, es wird Lieder geben, die werden wir immer spielen, weil es einfach, man sagt so Signature-Nummern sind. Ne? Das wird es immer sein, aber ein bisschen variiert es auch, aber es ist halt, Immer wieder, und vor Weihnachten ist passiert beim letzten Konzert, dass uns jemand angehört hat, also heute habe ich Nummern gehört, vielleicht habe ich noch nie gehört. ja. Aber was der oft da ist und über Jahrzehnte schon, also Ich meine, ich habe natürlich gleich gesagt, ja. muss wieder alles verblären. Also, Nein, das ist passt eh. Ja, das ist aber ja. Ja, aber ich glaube, das ist ein Thema, ein internes Thema, das sich nach Machen außen wir wirklich wieder auswirken Werbung. wird. Ja. Hast du wieder Werbung? Ja, schau, bei dir ist das halt. Jetzt müssen wir noch schauen, was für Werbung, weil das sagt ja noch viel über dich aus. Kondomwerbung und irgend solche Sachen. Nein. Nein, nicht, gell? Nichts Grausliches. Irgendwas, was war, nein, Grausliches war nichts. Über andere Kanäle irgendeine Werbung war. Aber Das ist schön, das ist schön. Gehst fremd oder was? natürlich, das ist selbstverständlich. Ja, weil die Judy sagt, es gibt ja die Möglichkeit, nur gegen Cash in Live-Chat zu kommen. Nachdem man generiert keine Reichweite, ja eben. Nein, Judy, diese Möglichkeiten, die lassen wir alle Das lassen wir alle aus. Das ist eben genauso mit unserer Kanalmitgliedschaft. Gleich blenden, Kanalmitgliedschaft. Wo ist denn das? Finde ich schon wieder nicht mehr. Damals. Kanalmitgliedschaft. Das ist man bieten ja wahnsinnig viele an, dass man eben dann was Exklusives hat. Wenn du Kanalmitglied bist, dann kriegst du speziellen, exklusiven Content oder was weiß ich was. Nein, das machen wir nicht. Also es gibt das, was wir ins Netz stellen, das ist offen, das ist kostenlos, das ist gratis. Und wenn es wem taugt, dann soll er was beisteuern, dann soll er was angeben. Und das sollen alle dran erfreut haben. Und so wird es bleiben. soll wirken. So wird es auch bleiben, ja, na klar. Und daher, schau, der Paul Hartmann hat auch schon Werbung, jawohl. Und daher, wir bleiben, was das betrifft, kostenlos. Wir hoffen einfach auf die Großzügigkeit unserer Fans und bis jetzt fahren wir damit auch nicht schlecht, muss ich auch ehrlich sagen. Und irgendwann, wenn wir mal viel haben, viel Leute, dann wird es auch die Werbung wirklich geben. Es tut mir leid, aber es dauert noch lang. Jetzt ist es ja nur mir passiert, sozusagen. Kann man sehen, ja. Aber ja, wenn es dann was bringt, weil dann hat es einen Sinn, dann kann man sagen, schaut, liebe Freunde, ich weiß, ich habe da Werbung drinnen, es tut mir leid, aber wir verdienen dran wirklich was, es bringt uns was. Ich glaube, das kann man dann leichter durchbringen, nur so wie jetzt, ist es einfach eine Werbung, es bringt uns ein paar Cent. Steht also nicht dafür und für das ist aber es ist dafür ein lustiges Thema, weil auch jeder gerade kundtut, wenn es eine Werbung gibt. Finde ich auch leibend. Der Ackerl, wenn das Vogel und den Herrgott, das Vogel spielen wir eh so oft. Den Herrgott, der Star, lassen wir den heute vielleicht aus, bist du nicht besser? Ja, nein, das machen wir auch. Das größte Glück, Manfred Kraft, haben wir letztes Mal gespielt. Ja, das haben wir gespielt, ja. Ja, Na gut, pass auf, jetzt sind wir eh noch eingespannt. jetzt haben wir, das machen wir. Jetzt haben wir die Kirschen. Jetzt haben wir die Kirschen. Und dann gibt es noch was das nächste Jahr Die betrifft. Tour. Mach ein Intro. Ja. Ich ließ Kirschen für die wachsen, ohne Kind. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne gegen die möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätte ich schon das früher gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, die soll aber nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und
wenn ich helfe Gott so, am liebsten mit ein Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir das doch so gut, von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle nur eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal um und sag zu mir, na komm. Ja, so denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir das doch so gut. Von dir ein Liebeswort, von dir einmal eine Hand und nicht alle nur eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal um und sag zu mir, na komm. Ich lese die Kirschen für die Wachsen ohne Kehl. Und mit daheim kehrt, kriegst jeden Stein. Wenn ich die Sonntag gegen die mich sie holen. Wenn's für die sind, ist schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist aus lauter Griesband sein. Wenn du rausschaust, ist alle nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helfe Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Jawohl. Ein schönes Stück. Schöne Nummer. Walter Bissecker und Karl Hodener. So schaut's aus. Alexander Hauser sagt so schön. Jawohl. Wunderschöne Nummer, ja. Dankeschön. Johann Gamsjäger ist da. Habe mittlerweile schon 2 Werbungen zur Lebersanierung eingespielt bekommen. Grüß dich Gott. Habt ihr einen eigenen Sponsorvertrag abgeschlossen? Nein. Johann Gamsjäger, das ist jetzt, jetzt muss ganz stark sein, weil die Werbungen, die richten sich nicht nach dem Kanal, was du schaust, nach uns, sondern nach deinem. Ja. Das ist ja so. Weil das weiß ich, da hat einmal einer irgendwas gesagt, ne? Der Werbung das sagt aber viel aus über euren Kanal. Ich gesagt, nein, tut mir leid, das Die Werbung ist für den, der vom User. Auf das den ist User für zu den, der richten. zuschaut. Ja. Ja. Also das ist nicht so wie früher. Nicht? Mit ORF 2 spielt halt die Werbung ein, weil es davon ausging, die und die Leute sind. Bei YouTube geht das alles Genau. nach dir. Ja. Ja. Also, Johann Gamsjäger, gegen dich. Wenn wir schon beim Hodener sind, Manfred, kennt ihr etwa das Lied? Der Abschied von dir war schwer. Ich natürlich schon. Hodener. Ja, aber Ja, aber ich geht jetzt nicht einmal summen. Ich könnte es nicht einmal summen. ist aber nicht einer meiner Favoriten. Muss ich ehrlich sagen, ja. Das kenn ich Pah. jetzt nicht. Judy Hauser sagt, ich finde das schönste Lied von Karl. Die Kirschen? Nicht schwarz zum Song. Puh, ich tu mal schwer. Aber es ist schon Guck mal, eins der. Es gehört schon zu die. Ich sage aber zumindest Top 3 oder Top 5. Ja, ja. Also zu den Top-Lieder gehört es definitiv. Absolut, absolut. Das ist schon sowas wie, weiß nicht, Blowing in the Wind für einen, wie heißt der? Bob Dylan. Das ist Der Dillen-Sauce, Mann. Der Dylan. Der Dillen, ja. Ja. Wir kam gerade eine Werbung für gesundes Essen, leider jedoch weiß was von in die Mikrowellen herschieben soll. Was das Gegenteil ist, wenn man diese Apparate. Ich habe auch schon eine Werbung gehabt, jetzt von irgendwelchen so Fertiggerichte und also 80 Mal Essen um 100 Euro oder so. Das habe ich gekriegt. Ja, Wahnsinn. Sabine Sass hat Erkältungsmittel. Das ist ja Wahnsinn. Eigentlich ist es schon wieder fast lustig. Ich glaube, ich lasse es mit der Werbung. Das hat schon wieder was. Weil aber da sieht man, wie das eigentlich, wie das in einer sozusagen, natürlich bei
Zuschauern ist es natürlich so ein Thema. Das ist witzig, wie das sofort auffällt. Gell? Das war eine Werbung. Früher war gar keine Werbung. Werbung, Jetzt ja. ist es einmal. Ich meine, es war schon ein paar Mal eine Werbung. Hin und wieder hat sich das. Aber ich glaube, dann habe ich das im Griff gekriegt mit Einstellen. Dann war das, glaube ich, maximal am Anfang. Bevor Am Anfang ist die Werbung, die ist immer. Die ist immer. Das ist Nicht? immer, ja, genau. Und dann das. Ich glaube, ich muss das. Weil ich büte Schauen mir- Sie sich das an, bitte, ja. wird mir etwas irgendwas gestanden mit manuell einfügen. Nicht? Und ich dachte, sicher nicht. Und dann bin ich so, und ich glaube, dass ich das manuell einfügen anklicken muss. Dann kannst du es mir einstellen, wie du das willst, dass keine Werbung ist dazwischen. Naja, nachdem ich nie was manuell eingestellt habe und es nie Werbung gegeben hat, wird es daran liegen. Dann kann man wahrscheinlich sagen, Wahrscheinlich, wenn ja. man das einschiebt. Oder Vermutlich vielleicht einmal nachher noch, ja. dann. Ich weiß ja nicht. Dann müssen Sie einmal schauen, Sie so einen Livestream dann im Nachhinein. Vielleicht ist das dann nachher. Das war mir, ich meine, das finde ich dann okay, ja, wenn das dann im Nachhinein eine Werbung ist. Aber bei einem Live. Ja, am Anfang und finde ich nachher, es ja, blöd. so sein, ja. Ja, oder auch während dann. Also bei einer, wenn man es nachher anschaut. Nachher ausschaut, ja. So meine ich, ja, nicht? okay. Die Aufzeichnung. Ja, okay, ja. Weil da ist ja wurscht. Aber nicht? während beim einem Livestream Live ist es ein blöd. Krampf. Naja. Löwen irgendwas fertig essen. Ein Wahnsinn. Eure Werbung für Fleischplatte und Wein hat bei mir besonders funktioniert. Bravo, Meister. 80 Mal Essen für 100 Euro erinnert mich an einen Politiker. Rudi Gorbis. Ja, ja. Ein Wahnsinn. Ja, aber Politiker, also es hat jetzt mit dem ich nichts zu tun, aber es fällt mir jetzt ein, das nächste große Projekt für dieses Jahr ist unser Projekt Straßenmusik. Haben wir noch gar nicht betitelt, noch gar nichts. Wir haben das Bin noch ein nicht paar betitelt, schon das wieder geht jetzt da. auch. Jetzt über Weihnachten war nichts, aber Ja, na klar, jetzt fängt nicht es aus wieder meiner ans Seite, Laufen aber an. Nein, weil also, das arbeitet ja keiner was über Weihnachten, ist ja klar. Ne? du, ich habe schon viel Schon gearbeitet, viel aber da, ich hab nichts gearbeitet, oder wenig gearbeitet, was wie soll ich sagen, Was außen betrifft, also was jemand anderen betrifft, auch nach außen. Nein, sagen, oder- aber oder wenig was- da, weißt? was bei Aber mir nichts Routinen da. sind. Ich hab keine Videos geschnitten, gar nichts. Also, wir Ist so sind schön, mit ist schön. Shorts hinten nach, Ja, wir sind, schaut die Chantal noch zu, wir sind mit Shorts, ich habe gar keine Shorts mehr, gar keine. Also, aber ich habe keine, ich habe nichts geschnitten. Also quasi diese laufenden Geschichten, das habe ich nicht gemacht, ich habe sonst viel gearbeitet, aber nichts an dieser Standard-Routine-Sachen. Weil man dachte, das ist Urlaub. Ne? Das ist Urlaub, ja, nicht? genau. Das sind nicht weniger jetzt am Anfang. Aber viele andere Sachen und viel so nachgedacht und so ein bisschen so gearbeitet an die Geschichten. Und auf jeden Fall das Projekt Straßenmusik, das ist auch, also das schaut Wir gut aus. bringen die Musik wieder in die Wiener Innenstadt. Genau. Wieder in das Herz von Wien. Ja, und da suchen wir halt noch gute Ideen, wie wir das halt umsetzen können. Und da suchen wir auch wirklich das vielleicht, merkt euch das oder vielleicht wisst ihr auch wem, der uns da helfen kann. Weil wir suchen wirklich dann, wenn wir das machen, 1, 2 Leute, 3, die mit dabei sind. Dabei sind in der Und Zeit. filmen und sich um Publikum kümmern und eventuell Merch verkaufen oder keine Ahnung, CDs oder halt aufpassen auf die Kamera. Oder, ja, aber in erster Linie geht es uns eigentlich ums Filmen, dass wir auch Publikum mit einbauen können und also zumindest einer muss da sein, einer der da ist halt. Ne? Der das bedient alles. Ja, oder Und allein aufpasst. schon, wenn ihr Kamera aufstellt. Muss man aufpassen, dass die keiner mitnimmt. ne? Genau. Also allein schon Security sozusagen für die, ich meine, unter Anführungszeichen. Aber wenn ich mir eine CD kaufen will, dass der das machen kann und so weiter. Also 1 bis 3 Leute wäre da ganz super. Wir würden das wahnsinnig gern machen, dass das ein Livestream wird. Aber das ist halt aufwendiger natürlich auch, weil da brauchen wir halt aber mit 2 Leuten ist das überhaupt kein Thema. Und das war natürlich schon eine Das war eine Geschichte. besondere Geschichte, wenn das live nämlich auch noch Ein war. Livestream vom Grom in Wien. Und so, also da sind wir auch dran. Vielleicht fällt euch was ein oder jemand, der da mitmachen könnte und so weiter und so fort. Das war eine super Geschichte. So, das heißt, was haben wir jetzt schon das nächste Lied? Was war das? Haben wir jetzt noch? Ja. Was war denn jetzt da? Warte mal, muss ich nicht, warte mal durch die. Na, gar nichts eigentlich. Gar nichts. Nix. Hören wir ohne Lied auf, haben wir noch nie gemacht. Wir hören ohne. Nein, der Iron hat gerade geschrieben, das ja, passt schon, käme ich aus, ja. Dass das die Nummern sind, die wir immer spielen werden, ja. Sicher sogar, ja. Dann kommen wir schon langsam zum Ende. So. Der Wein ist aus, nämlich. Der Wein ne? ist aus. Ich trinke aus. War ein würdiger Einstieg.
wir freuen uns, wenn wir uns wieder mehr sehen. Jetzt dann, also persönlich wieder, weil das ist für uns ungewohnt, weil es ist ja selbst jetzt noch der Jänner ganz schwach. Ganz schwach, Der Taschler ist. Der Februar ist noch schwach und im März geht schon, der April, Mai, dann, Ja, dann schon sind wir schon im Rennen, ja. Oder am Anfang ist traditionell relativ schwach. Philharmonikerball natürlich haben wir im Jänner. Und die nächste Bablatschen bei mir ist der Klause. Der Klaus, ja, freue mich schon sehr drauf. Im Jahr. Da werden wir wieder reüssieren, werden wir wieder einharzen. Da wird nicht viel zum Einharzen sein, weil es wieder warm sein. Du warst da bereits, glaube ich, am Freitag. Freitag für uns, ja. Ist das ja? Ja, trotzdem. Ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nein, wir sehen Ja, das war's ja. Wir sehen uns sowieso. Und denkt dran, unterstützt uns ein bisschen mit dem Podcast im Sinne von abonniert es. Abonniert Was das Herz, wenn man es nicht jetzt nur abonnieren braucht es auch nicht. Aber, also, Aber schaut euch an oder hört euch an. Den Podcast auch. Auch live gleich zum Beispiel. ja, wird gar nicht. Das ist wirklich schwierig. Ich darf ja nichts sagen jetzt, man kann ihn mir auch so laufen lassen. Also, das ist der flautlos drinnen. Ich bin immer so brutal mit der Jahre. Vielleicht braucht sich eine nicht anhören, nicht? Weil trat's auf, lasst sie mal rein. Vielleicht hat sie Familie gebrieft. Furchtbar, gell? Furchtbar. Furchtbar. Nein, aber es wird euer Schad nicht sein. Vor allem, Nein, es geht ja auch darum. Es geht wirklich um Themen, die. Ja, und es das geht ist, mir glaub ich, auch interessant. darum, nämlich, dass das eine hurcht, das eine schaut. Wie gesagt, wer hat Lust hat. Nicht? Aber nicht nur das, sondern dass wir Feedback kriegen. Um das geht es mir eigentlich am meisten. Weil es ist nämlich so, wenn wir den Livestream machen, diejenigen, die live dabei sind, ja, da kriegen wir ja direktes Feedback und da ist ja eh super, weil das ist ja live ein Kaffeetratschel, das ist irgendwie eine gemütliche Geschichte. Für uns ist dann natürlich zusätzlich noch interessant, wie kommt denn das an, wenn man das im Nachhinein sieht oder hört? Wie ist das noch, wenn man, wie ist das überhaupt, wenn man ja nur hört, nämlich dann? Ja. Wenn immer so anhört, ich höre auf andere Sachen, als was ein Zuhörer, ein Unbedarfter sozusagen hört. Wie kommt es wenn man es nur hört, ohne Bild nämlich, ja? Ja. Und das würde uns auch interessieren. Nicht? Wie taugt sich und natürlich welche Themen. Welche Themen waren leibend, wenn die besprochen werden. Und da tut man sich leichter, wenn man es natürlich hört. Also so, genug Werbung für ausnahmsweise jetzt noch nicht für Speisen oder für Präservativ oder sonstiges Schwarz, ja. sondern für unsere Sachen. Ja. Der Franz Brandt natürlich. Hör mal auf im März. Ich bin froh, dass ich 3 Königes nicht endlich eine Ruhe habe. Ja, hast du recht. Ja, die Arbeit fängt zeitig genug wieder an bei dir. Eben. Ja, meine Arbeit, du musst ja ohnehin, du musst ja kommen, nicht? Zum Taschler dein Leiberl holen. Jawohl. Weltklasse. Meine Lieben, wir danken euch herzlichst, wir verabschieden uns mit dem Abschiedslied. Das Abschlusslied, ja. Haben wir schon lange nicht gespielt, wie kann man es nicht? Oh, ich kann es, ja. Ja, das ist nicht gut, wenigstens einer. In diesem Sinne, macht es gut, frohes nächstes Jahr und wir sehen uns entweder am Montag oder sogar schon am Freitag. Für dich gut dabei, Papa, servus. Oh, also bevor ich so Papa sage, kommt schon noch. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut, aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchem Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war leibend und es hat uns wieder mal sehr gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meinen blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir mit Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein allerletztes
letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Alles Liebe. Pfiat euch gut, Papa. Habt Pfiat ein euch. schönes nächstes Jahr. Pfiat euch. Macht's es gut.